Geht da was? So, einen wunderschönen Mittwochabend, Freunde der Sonne. Habitäre Price und Habitäre Birgit. Schöne Grüße in die Küche, an den Koch, Fingern behalten. Ne? Muss ja jetzt nicht sein, dass man uns noch schneidet. Wie geht's euch? Alles zauberhaft. Wie verläuft eure Woche bisher? Ich hoffe, alles zauberhaft bei euch. Ich hoffe, es ist alles im grünen Bereich. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal frech aus. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass bei euch im grünen Bereich ist. Und wenn nicht, dann möge ich ja sprechen. Bin schon fast fertig, aber eine neue Reibe brauche ich sonst wirklich Finger ab. Ja, tun Sie dieses. Ja? Also Fingern im Essen haben, also breckerweise im Essen haben, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Aber ja, deswegen, ne, holen Sie sich eine neue Reibe. Ich bin auch schon mal ehrenlos an der Reibe angerutscht. Da haben wir so einen richtigen Flanken aus dem Daumen rausgelassen. Ne? Also eigentlich war ich so die Meinung gehabt, da haben wir Kartoffeln grimm, so, weil wir so Puffer gemacht haben. Und ich reib da dahin und auf einmal rutsche ich ab und richtig volle Breze direkt da genau da einer. Rennt alle leck. Aber zumindest war Gott sei Dank nicht mehr wie ein Schnitt. Ne? Und das Essen hat man dann auch noch genießen können, weil war Gott sei Dank nichts in der Schüssel. Und Luki auch Corona, ja, ich hab's vernommen. Beste Genesungswünsche gehen raus an den Luki, falls du gerade zuschaust. Brudi, fühl dich geherzt oder weiß ich nicht. Fühl dich gemedikamentet. Andi, habe ich dir. Was hast du gemacht? Du, das ist schon eine Zeit her. Weil wir es gerade von so Reiben, weißt du, die man in der Kirche hat, so die Hobeldinger. Ich gerade erzählt, dass er mich da einmal so ehrenlos flankiert hat mit dem Ding. Das war noch in der alten Wohnung, das ist schon, keine Ahnung, 2 oder 3 Jahre her, keine Ahnung. Aber soweit alles gut. Ich hoffe, bei dir passt alles. Sei, habe ich dir deshalb immer Brandschutzhandschuhe bei allen Tätigkeiten. Ja, das war oftmals das Gescheiter, das stimmt. So ein Kasereim, ja genau, so ein Kasereim quasi. Also wir haben halt eine, da kannst du halt mehrere verschiedene, wie sage ich denn, verschiedene Arten von Muster herreiben. Ne? Du kannst eine Scheiben herreiben, du kannst so richtige Würstel machen, du kannst so richtig fein geriebenes machen. Und wir haben halt so die ganz normale dünne Scheiben, die wo man halt für größte Erdäpfel da gerne mal hernimmt. Und da bin ich halt so richtig gnadenlos angerutscht. Damals. Ne? Heute weiß ich es besser. Heute, wenn ich das einmal tue, dann schalte ich 50% Geschwindigkeit zurück. Ne? So auf die Art. Und schaue auf meine Finger und nicht irgendwo in der Wegschicht umeinander. Aber ja, als Küchenamateur soll das mal passieren. Das glaube ich, ist in Ordnung. Die hast du auch? Ja, mit den Dingen, die haben eigentlich narrensicher, aber halt, wenn du so tot bist wie ich, dann haben sie nicht narrensicher. Ich glaube, Lucky wird sein Stavara-Zeugs anschauen. Der fragt im Bett, was ist denn Stavara? Das sagt man jetzt gar nichts an der Stelle. Aber ja, ist eh recht, wenn er sich im Bett ausruht. Recht hat er. Ja, gegen grippeartige Krankheiten ist die beste Medizin einfach schlafen. Schlafen, duschen, trinken, schlafen, duschen und so weiter. So lange bis der Hunger kickt. Star Wars. Ach so, ja, jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Ja, Star Wars macht jetzt, jetzt verstehe ich's. Stavara war aber auch mega geil. Das befragst. Das ist dann die Unterstaffel von Star Wars. Das ist quasi die Vorgeschichte. Von der Vorgeschichte oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin im Star Wars Game leider nicht so drin. So absolut gar nicht.
In dem Fall. Naja. Sei es wie es sei. Freunde der Sonne, ich hab gestern erschreckend etwas festgestellt, was Bloodborne angeht. Freunde der Sonne, wir müssen mal ganz klar ein bisschen umdisponieren. Ne? So wie ich das geplant habe, funktioniert das nicht. Ne? Sag mal, hast du was gesucht, Birgit? Das ist im Bereich des Möglichen, dass sie bei dir Tastatur im Kreis dreht. Oder dass da Tasten krumm sind. Ist das im Bereich des Möglichen? Musst nicht hudeln. Klang da, wenn du das gemütlich schreibst. Bei mir ist gut, hab seit Montag einen Lehrling bei mir auf der Druckmaschine, so ein braver Teufel, hätte ich mir nicht gedacht. Sehr schön. Das hört man immer gern, oder das habe ich auch sehr, sehr gern, wenn ich mal einen Lehrbaum kriege, der fleißig ist. Der, wo nicht den ganzen Tag ins Handy einschaut. Ich mache schon auch mal ins Handy bei der Arbeit, brauchen wir nicht reden. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel, das ist mir bewusst. Aber wenn die Lehrlinge kommen und haben so überhaupt gar keinen Bock, dann sage ich auch meistens, ja du Brudi, dann mach ich es lieber gleich allein, weil ich da schneller bin. Genau, was ich erzählen wollte. Freunde, wir müssen beim Bloodborne ein kleines bisschen umdisponieren. So wie ich das eigentlich geplant habe, wird es nicht funktionieren. Folgendes. Eigentlich wäre ja geplant gewesen, dass wir Kelch-Dungeons fertig machen. Das machen wir auch heute. Also zumindest soweit es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob wir das heute auf OneStream schaffen, weil ich habe da nochmal nachgeguckt. Holy shit, das ist eine Menge zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute auf OneStream überbringen. Ja, das kann ich euch nicht versprechen. Aber der Fahrplan war folgender gewesen. Wir machen die Kelch-Dungeons fertig, holen uns das letzte Achievement. Machen wir dann einen Endboss und gehen wir dann ins DLC. Also im Herbst rein. Das DLC machen wir nicht gleich nahtlos, sondern das hängen wir dann hinter irgendwann einmal dran. Wir müssen es jetzt ein kleines bisschen anders machen. Den Endboss, den kann ich noch nicht machen. Warum? In Bloodborne ist es leider so, sobald du diesen Endboss legst, kommst du sofort ins New Game Plus. Was bedeutet, du musst das ganze Spiel noch einmal spielen, um dann ins DLC zu kommen. Oder du musst zu einem gewissen Punkt spielen, um dann ins DLC zu kommen. Das heißt, wir werden das jetzt so machen, wir spielen die Kelch-Dungeons, so lange bis wir das Achievement haben, das ich brauche, um Platin zu haben, das ist ja nur noch das eine. Legen wir dann eine Pause ein in Bloodborne, ne, bis Herbst, September irgendwann, keine Ahnung. Und dann machen wir das DLC und dann machen wir einen Endboss. Okay? Das wird so unser Marschroute werden, weil anders funktioniert es leider nicht. Ja, es ist leider nicht so wie in Elden Ring oder in anderen Souls-Spielen, wo du, nachdem du einen Endboss geklickt hast, dann eine separate Handlung machen musst, damit du erst ins New Game Plus kommst. Bei Bloodborne kommst du automatisch da rein. Und seid mir nicht besser, ich möchte das ganze Spiel nicht nur, oder die Hälfte von dem ganzen Spiel nicht nur einmal spielen, damit wir Progress kriegen. Okay? Das heißt, das ist so ein bisschen die Marschroute, wie wir es jetzt abgeänderterweise machen müssen. Die Kelch-Dungeons, da haben die letzten zwei, die wir machen müssen, sehr, sehr knackig. Die kannten uns tatsächlich ein bisschen aufhalten. Mal schauen. 2 Dungeons habe ich schon erledigt von 5. Ne? Die anderen 3 machen wir, oder fangen wir heute damit an. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir werden ein bisschen farmen müssen. Ritualblut, glaube ich, kehrt gefarmt. 9 bzw. 18 Stück kriegen wir jeweils im Dungeon. Da gibt es einen schönen Gegner, der wo die Shit droppt. Wir machen jetzt uns erst einmal keinen Stress, sondern schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Und wenn wir halt fertig werden, ist recht. Und wenn nicht, dann streamen wir halt noch einmal. Ne? Dann machen wir halt noch einmal einen Bloodborne-Stream, dann hilft es einem auch nicht. Das kriegen wir aber auf alle Fälle irgendwie gebacken. Ich glaube, dass sie sogar dieses Wochenende spontan an Sonntag auch nochmal für einen Stream ausgekannt, weil Frau Bazi an diesem Tag wahrscheinlich unterwegs sein wird. Okay? Aber das ist so die Info, die ich eigentlich noch geben wollte. Nicht, dass hinterher jemand denkt, warum macht er jetzt einen Endboss nicht? Mein erster Eindruck von ihm war, Geleg, ein Russ, dann hat er mir im besten oberösterreichischen Dialekt gesagt, dass er Albaner ist. Da ist mir kurz mein unsichtbare Kinnload runtergefallen, aber so ein fleißiger Typ, das ist recht. Das ist wie gesagt, es ist schön, wenn man einen Lehrbuben kriegt, der wo bemüht ist. Ne? Das ist heutzutage ja leider kein Gang und Gäbe nicht mehr. Gut, Freunde, aber nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt einmal in Bloodborne und werden mal schauen, was wir ausgerissen kriegen. Okay? Ich sag, wir schauen mal einfach, wie weit wir kommen und dann werden wir schon sehen. Irgendwie werden wir schon deichseln, da ich fast behaupten. Zumindest hoffe ich es. Sabi, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's da? Wie war der restliche DBD-Grind noch? Ich war im Dauerlurk und hab nicht so viel mitgekriegt, weil ich am Haus was gemacht hab. Aber
Ich hoffe, du hast einen anständigen Stream gehabt. Versteht ihr eigentlich voll gut, habt ihr viele Gemeinsamkeiten? Ja, das ist dann aber gut, wenn du dann relativ schnell in ein einfaches Gespräch kommst. Das bricht so ein bisschen das Eis. Das ist bei uns oft auch das Problem, du kriegst ein Lehrbuch, weißt eigentlich gar nicht, was bei dem jetzt zu schmerzen sollst. Bis dann einmal so irgendein Stichwort kommt und dann geht's eigentlich dahin. Mit Yassi und sei immer lustig, ja, das denken wir. Das denken wir. Und steht auch so, ist sie passt bei dir und bei mir ist es weiter aus, gut. So, Freunde der Sonne, da waren wir letztes Mal, die Hütte brennt, ne? The roof is on fire, wenn man so will. Wie gesagt, da hinten ist der Endboss, den werden wir jetzt, wie bereits erklärt, erstmal ganz gewaltig nach hinten schieben müssen, aus Gründen. Wir machen wir in die Kelch-Dungeons weiter. Und zwar, damit ich es einmal kurz erklären kann, wir haben ja jetzt halt aktuell 5 verschiedene Kelche, okay? Du fangst mit diesem Kelch an, das ist der erste, den du kriegst im Spiel. Und zwar, wenn du die bluthungrige Bestie legst, den Altianer. Wenn du den Kelch machst, kriegst du diesen Kelch. Und wenn du diesen Kelch machst, kriegst du diesen Kelch. Das heißt, relevant haben für uns eigentlich nur na, der Kelch. Und aus dem Kelch kriegen wir dann noch mehr einen. Und dann können wir quasi irgendwann im Laufe des Abschnitts zu Lady Yanam und den muss ich legen und dann haben wir das Achievement im Endeffekt voll. So, das heißt, in Summe ist das jetzt der 3. Kelch-Dungeon, den ich mache. Das Labyrinth habe ich schon eröffnet, das ist das zentrale petumerianische... Ja, fickt sein kein letztes selber. Ein Labyrinth ist halt. Und da müssen wir rein. Und das müssen wir jetzt machen. Da kriegen wir dann wieder einen Dungeon, einen Kelch aus und so weiter und so fort. Insgesamt sind es 5 oder 6 Dungeons, die man machen muss, um zu Lady Yanam zu kommen. Bloodborne macht, nein, außerhalb viel. Da hätte ich jetzt sogar nichts Verwerfliches rausgelesen bisher. Ne? Gut, dann schauen wir uns mal an, wo es der Phase ist. Der Ton passt hoffentlich und wenn nicht, dann schreit's bitte ganz laut, okay? Sprachenlernen Bubble. Ja, das hat mit Sprache nichts mehr zu tun. Das ist einfach Legasthenie oder so. Ne, wenn man's lesen nicht kann. Gut. Gut, dass der One-Hit ist, der Teufel. So, da ist die Tür, da müssen wir durch. Das heißt, wir müssen entsprechend den Hebel finden. Du weißt nicht, ob du bis du schreien kannst, aber du probierst. Ja, gut, okay, in Discord kannst du, ich bin jetzt gerade in keinem Voice nicht, aber du probierst es, schreibst einfach, dass du geschrien hast. Okay? Ist das ein Deal? So, da ist schon wieder so Glockentunte. Werden wir gleich mal umpimmeln. Man muss fairerweise dazu sagen, dieser Kelch jetzt ist Early Game, das heißt, wir haben jetzt aktuell ein bisschen schonungslos. Aua. Aber Power, kannst du aufhören mit Mollys noch mir zum Werfen? Das wäre sehr zauberhaft, danke. Und du dahinter bitte auch. Sag schon, das ist der Bombenleger-Dungeon. Die Öde ist so schier auf der Legast. Auf die Legast. Auf die Legast. Der ist nicht schlecht. Müsste sein, der ist nicht schlecht. Ein guter Witz. Ich weiß, wenn der Müller immer Stinger anfängt, dann wird es Zeit, dass man rausbringt. So. Warte mal, hat der noch Loot? Wollte ich gerade sagen, der hat doch Loot. Hallo? Ja, Mann. Hat der unter auch noch Loot? Looten ist in den Dungeons sehr, sehr wichtig. Weil wir eben da Items kriegen, die wir für die nachfolgenden Dungeons brauchen, damit wir es überhaupt aufmachen können, ne? Sei Walte deines Amtes, da ist wieder so ein Möchtegern-NPC. Es ist momentan auf Twitch wieder ein wenig schlimmer, ha? Wo das sei?
Merci. So. Totalausfall aktuell. Geht's quasi nicht nur mir so. Schrei nicht so laut. So schlimm war's auch nicht. So, da meine Truhe. Ritualblut, genau. Die Dinger zum Beispiel brauchen wir, um die nachfolgenden Dungeons dann erfolgreich zu öffnen. So, jetzt schauen wir mal, da ist ein Tier. Machen wir mal auf. Hast du deinen PC schon wieder sei? So. Da ist der Hebel, den wir hebeln müssen. Seit gestern Abend unfunktioniert wieder alles. Aber ist dann eh relativ schnell gegangen. So, irgendwo im Labyrinth hat sich eine Tür geöffnet. Das ist gut so. Das heißt, wir können auf alle Fälle schon mal Ebene weitergehen. Jetzt will ich gerade mal schauen. Wir sind wir. Von wo jetzt kommen wir? Ah, wir haben von da hinten kommen, ja genau. Dann schauen wir mal da. Genau, da haben wir die Kisten aufgemacht. Darum gibt es vielleicht auch noch irgendetwas. War woher genau? Das war dann ziemlich schnell gegangen tatsächlich. Hightech hat mit Hochdruck hergerichtet. Hightech mit High Pressure. Also da ist der Anfang. Okay, ja gut, alles klar. Passt. Weiß ich Bescheid. Ja gut, okay, dann kann ich mir aber den Weg eigentlich sparen, weil dann laufen wir einfach da zurück. Wenn es da so schön zurückgeht. Dann schauen wir mal, was da drinnen ist, in der Tier. Nicht wahr? Und er läuft so ruhig, die Lüftung hörst nicht, es fährt nichts hoch, wenn wir... Okay, ja, ist doch zauberhaft. Dann können wir quasi... Schau mal damit rechnen, dass du bald den ersten finally funktionierenden Lies of P Stream machst, right? Ja, der ist mich schon an, aber ich glaube... Gescheiter ist. Gut. So, das haben wir gut funktioniert. Also 200% empfehlenswert dieses Hightech for Gamers. Okay, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, aber es steht, dass er wieder funktioniert. Und dass wir dich wahrscheinlich sehr bald in einem Souls-like begutachten können. Hast ja einen massiven Influenz jetzt mittlerweile durch diverse andere Streamer, ne? So, machen wir da einmal auf, weil da dahinter wird wahrscheinlich die Laterne sein, right? Jawollo. Ist ja schon mit zauberhaft. So hast du jetzt so eingegangen. Jo, leider, aber Gott sei Dank nicht mit Zehern wieder. Ja, der Yoshi ist ja, der ist ja Next Level, ne? Der Yoshi ist schon Next Level. Skorpionensäcken.
Irgendwer schleudert da irgendwas auf mich. Das gefällt mir nicht. Also da geht's jetzt gar nicht auf, oder wie sage ich das? Ja, der Herr Lucke, Habitäre. Was macht die Corona-Front? Beste Genesung, mein Freund. Für 2 Millionen und dann höchstens so mit hoher Inflation. Das darf man nicht einmal, also ich darf es mir nicht einmal einfallen lassen, dass ich das versuche. Gut, kennen Sie das? Der Weg war umsonst. Dankeschön, mei, ich hust und rotz so vor mir hin. Ja, dann, ich hab's vorher gesagt, fein schlafen, fein trinken, fein duschen, wieder wiederholen und erst dann zum Kühlschrank gehen, wenn wirklich der Hunger kriegt. Beste Medizin, sag oder wie es ist. Na, denk nicht einmal drauf. So, da ist wieder die Tier. Der wird lebendig, right? Achso, der zuckt nur noch, der war lebendig, okay. Ja gut, gehen wir am ersten Mal links, hätte ich fast gesagt, oder? Ah ja, habe ich die. Oh, da meine ich, Freunde der Sonne, ich glaube, es ist Zeit für die erste Popoliebe des Tages. Ah, schön durchgrunzen reingelangen, jawollo. Also das Loch ist so groß, Bruder, ich sage dir, wie es ist, der kriegt in seinem Leben keine Verstopfung nicht. Der braucht kein Imodium akut. Das sage ich dir, wie es ist, hilft nichts mehr. So, aber was hat man das jetzt gebracht eigentlich? Bis auf das, dass ich einen Taschbacken auseinandergerissen hab, da längs noch. Eigentlich nix. Herzlichen Glückwunsch. Ja gut. Dann gehen wir da weiter. Und ich höre schon wieder irgendjemanden stopfen, das gefällt mir schon wieder nicht. Da ist doch bestimmt der Gegner hinter, oder? Stell mal den Weihrauchkessel einmal über den Haufen rein. Ja, wer stiefelt, wer hat denn da so viele Zenten? Aha, ein Sackträger, okay. Ja, servus, Herst. Aua. Boah, leck, mach die falsch an, bist du bescheuert. Okay, die macht derbst schon. Also die Tante da, wo da die Feuerzauber macht, heilige Scheiße. Okay, Nikolaus, mal bringen wir es gleich hinter uns. Aber. Wo's weg ist, ist weg. Irgendwer grunzt. Da geht's durch, okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir da jetzt sind. Da haben wir jetzt da ein Roboter, wo wir den. Ah, genau, da ist der Dicke, da wo wir den wo wir einen Arsch aufgerissen haben. Okay, ja, passt. Also ein bisschen orientieren. Ist ein wenig, ist manchmal ein bisschen schwer in den Dungeons, aber ich glaube, das bekommen wir hin. Aha, da ist. Okay. Er bewacht einen Hebel. Gut, dem anderen habe ich einen Arsch aufgerissen und ihm habe ich einen Beidel ausgezogen. Gut, das ist wieder ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich behaupten, ne? Ich ärgere mich gerade so über mich selber, weil ich so dort bin. Ich habe aus meiner Textiljacken die Protektoren ausgebaut, weil die 12 Millionen Fliegen mit zum Oberwaschen waren. Hab dann ich eine Protektorentaschen kaputt gemacht, wird schon wieder zum. Ja, I feel you. Ich müsste halt, ohne Scheiß, beim Motorrad gewohnt, mein Lederkombi auch mal waschen und einfetten und dann in einer Schachtel verrammen. Aber bisher hat mir noch die Motivation gefehlt, das zu tun. Ich nimm mir, das ist am das nimm mir für meinen Urlaub nächste Woche vor. Ich habe jetzt quasi am Freitag noch Frühschicht
Und dann gehe ich 3 Wochen in den Betriebsurlaub. Und in der Zeit, wo ich meine Lederkombi wieder mal auf Vordermann bringe. Ich werde es zwar lange nicht mehr brauchen. Wahrscheinlich werde ich es nie wieder brauchen. Aber wenn ich es einmal wieder brauche, bin ich froh, wenn ich wieder eine habe. Das Problem ist, ich kann es auch nicht verkaufen, weil die ist maßgeschneidert. Ne? Das ist eine Sonderanfertigung. So, Sackelpicker, wie schaut. Boah, leck mir Marsch. Bist du so Zinte? Dickes Kaltblut, okay. Die Lederkombi hängt an der Wohnzimmermauer, bei mir hängt es da vorne im Waschraum. Bei mir hängt es da vorne im Waschraum tatsächlich. Wie das halt einfach alles so ausschaut, wie wenn es da Hidden Walls gab, aber das gibt's im Bloodborne nicht. Tatsächlich. Gut. Dann schauen wir. So, jetzt muss ich nur schauen, müsste... Da sein, okay. Ja, der eingeweihte Angriff macht 12 Millionen Schaden. Was denn schon? So, Zentral-Pitumero Wurzelkelch. Das müsste der sein, den wir brauchen. Muss ich noch mal schauen, ne? Ich hab da ein Spreadsheet offen. So, Hüter der alten Fürsten. Na, den brauchen wir tatsächlich nicht. Wir brauchen den. Wie heißt der? Den. Genau, wir brauchen den unteren Tumero-Kelch und den kriegen wir beim nächsten Boss tatsächlich erst. So, jetzt gehen wir da mal schnell zurück. Weil ich muss mal Aufwertungspapier kaufen, ne? Und meine Einsicht einmal ein bisschen weiterbringen. Ne? Einsicht ist zwar schön, wenn es Leute gibt, die wo eine haben, aber im Bloodborne ist es ja gewissermaßen auf Dauer suboptimal. Ne? Weil da wird es mit der Zeit schwieriger. So Splitzpapier her. Dann wird schon recht. So, das gibt ja natürlich deutlich mehr Kelch-Dungeons, aber nur halt gewisse sind relevant. Und wir machen halt natürlich nur die relevanten. Also wie gesagt, den Kelch, wo wir jetzt gekriegt haben, den zentralen Tumero-Dingenskirchen-Kelch. Muss jetzt direkt schon schauen. Ja, genau, der Zentral-Pitumero-Wurzelkelch, der ist optional. Also der bringt uns tatsächlich eher wenig. Kann man machen, muss man nicht. Wir brauchen wir tatsächlich nicht. Wir brauchen dann den, wo wir beim nächsten Boss kriegen. Ja, also eine Ebene tiefer.
umschauen müssen wir uns aber natürlich trotzdem. Eben weil wir Materialien brauchen. So, also dumme Falle, sieht man da ganz gut, ne? Boden so eine leichte Erhebung hat. So, passiert natürlich jetzt nichts, weil da hinten die Statue kaputt gemacht habe. Aber normalerweise darf man da durchlöchert werden. Okay. Ah ja, okay, kann man da durchhauen. Gut, dass ich die jetzt so schön verrotten. Oh, hi. Du, bin ich ganz froh, dass ihr es jetzt so schön verrotten habt, weil sonst wäre ich jetzt da gnadenlos in die Falle gelaufen. So gut, wie es ist. So, das ist. Irgendwer ist da zintig. Ritualblut, Stufe 3, okay. Da kugelt irgendwas. Ah ja. Jetzt erst einmal gerade keinen Plan, wo wir haben. Okay, das ist jetzt ja wie ein Visage. Das ist jetzt halt wirklich legit oh wie ein Visage. Okay, ich kann es euch nicht versprechen, dass wir dort Orientierung behalten. Ich werde mein Bestes versuchen, aber garantieren kann ich es euch nicht. Ja, dass da so Nebel ist, ist so ein bisschen schlecht Verzicht. Okay, da ist nichts mehr. Passt. Gut, dass wir schon entsprechend gelevelt haben. So sind wir aufgekommen. Okay, da haben wir die alle zusammengehauen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt da haben. Da ist wieder dir. By the way, das ist nur ein Nebengassel. Ja? Das ist noch nicht einmal der Hauptpfad. Da ist eine dicke Kiste. Der Grabschimmel Stufe 2, okay. Okay, für den Grabschimmel weiß ich nicht, ob es sich gelohnt hat, dass wir da hergegangen sind. Werden wir rausfinden. Oh, da haben wir Loot vergessen. 4 Blutviolen, nice, die nehmen wir natürlich gern. Oh, ist da noch dir? Ach, von da haben wir gekommen. Okay. Ah, da ist Lotte. Die droppt da genau oben. Nice.
ist auch noch einer. Sei Messer für einen Lurk und einen Gurten. Wieder Ritualblut. Oh, da ist eine Kiste. Aber Schatzkammer entdeckt. Handgelenk des Weisen. Wo er am ersten mit der Einrichtung machen, weil warum nicht? Oh, da ist noch Maps. Ritualblut. Sonst irgendwo Kisten? Die haben wir aufgemacht. Okay. Ah, da ist noch etwas. Ah, schau her. Einfach die Schatzkammer gefunden. Grabschimmel. Ja, je mehr, wo man sich natürlich jetzt umschaut in den Dungeons, ja, umso weniger muss der im nächsten Farmer. Das du halt dann natürlich gleich aufsperren musst. Kann man vorstellen, dass da in das Loch auch noch einer geht? Nein, definitiv nicht. Da ist Feierabend. Mike, hab ich dir, grüß dich gut. Alles fit. Hab vorher so viel gefressen, nicht weil ich so einen Hunger gehabt hab, sondern vor Gier, weil es so gut war und jetzt spannt mein Wampen wie Sau. Ja, das ist der Klassiker. Wer kennt's nicht? Wenn man einfach aus Genuss isst und nicht aus Hunger. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder von uns. So, okay, den Nebenpfad, den haben wir. Hoffe ich. Dann können wir jetzt straight einmal da weitergehen, wo es eigentlich lang geht. Wo es diese Richtung sein müsste. Behaupte ich jetzt einfach einmal. Wo soll es denn leicht gehen, Andi? Ja, einmal Laterne aktivieren. Spaghetti von der Mom halt, beste, wo gibt. Ja, die Mom kocht immer ein bisschen. Mom oder die Oma, eins von beiden. So, da hinten ist die, die wir aufsperren müssen. Machen wir am ersten mit der Einrichtung kaputt, damit er ja weiß, was geschlagen hat. Ey, du, hab ich dir. Aua. Ritualblut. So, da eine zu geht's. Da geht der Lord da auf. Schaut. Ja. Eins nach dem anderen. Machen wir die Tier. Ah, da oben waren wir vorher. I know what it is, man. Oh, Kistel. Ritualblut. Kräftiger Blutcocktail. Ist da die bluthungrige Bestie drin? Das war aber unzauberhaft. Oh, was haben wir da? Beschwörer Oleg. Habe ich keine Ahnung, was ich jetzt, alte Jägerglocken... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt getan habe. Ja, habe ich dir. Der Oleg. Brudi, das war jetzt, glaube ich, ein Zufallsprodukt. Kannst du wieder gehen? Ich mein, ja gut, okay, der Dungeon ist so einfach, da ist jetzt wurscht, ob ich allein durchfräse oder zu zweit. Es ist, glaube ich, egal. Uiuiui, gestern noch Rivers of Blood ausprobiert, da geht mir noch ein bisschen was ab, dass das geht. Da geht da noch ein bisschen was ab, was meinst du? Vom Spiel her, vom Spielen her? Bist du noch nicht so warm damit, oder? Was genau meinen Sie? Na gut, wir werden dann die Treppen aufführen müssen, vermute ich mal, oder? Wo sind die Treppen nochmal gewesen? Die war da. Omas habe ich schon lange keine mehr, aber meine Mama kocht so geil wie ihre Mama damals. Okay, dann erst einmal sorry, aber es ist, daheim schmeckt es immer am besten. Talismänner kriegen wir hin.
Wie lange gedenken Sie heute wach zu bleiben, Herr Simchromike? Gibst du da eigentlich auf? Bist du des Treppensteigens mächtig, oder? Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hi, hab ich direkt. Oh, den fressen wir auch gleich mal um. Kannst du auch mal irgendwas da, oder freut's dich nicht? Ja, jetzt herzlichen Glückwunsch. Wow, du stirbst ja instant. Muss man außerbleiben, mäßig ins Büro. Ja, kein Stress, ist gut. Oh, Talismänner, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, jetzt hast du mich du ganz zueinander gebracht. Wir haben von da hinten gekommen, oder? Wir müssen da links rein, vermute ich mal. Okay, wird nicht anders. Schreck mich! Bist du wieder so eine Glockentante? Aha! That's not how it works. Müsst jetzt da mal schauen, also in Lindell, bevor du in die Hauptstadt gehst, an der Außenmauer, gibt es 2 Dungeons. In einem von beiden findest du einen Blutfürsten-Talisman. Der verstärkt deinen Angriff um 20%, sobald irgendwo in der Nähe eine Blutung stattfindet. Muss ja beim Blutungsbild relativ häufig passiert. Das ist den einer, den du unbedingt brauchst. Dann brauchst du unbedingt die weiße Masken. Das du wahrscheinlich schon geholt hast, I guess. Und du brauchst auf alle Fälle die verrottete Schwertinsignie. Da müssen wir die Quest von der Millicent machen, aber das kriegen wir auch hin. Gut, der wäre jetzt, wollte ich gerade sagen. So. Der Gerät bedienen. Guckst du, ja. Wie gesagt, wenn sie es dann schreist. Dann schreist er ganz laut. Oh, da ist noch Loot. So, jetzt soll ich wieder die Tiere finden. Die sind lustig. Du musst erst einmal kreuz und quer rennen. Geht's da nicht noch irgendwo weiter? Schaut gerade nicht so aus. Wenigstens läuft der Maschine mit. Das ist ja auch was, ne? Wohl, wir merken, wir haben ja immer nur im ersten Dungeon von heute, ne? Und der allein zieht sich schon relativ lang. Ah ja, du machst das okay. Pro-Gamer-like, da lässt es einfach runterfallen. Oh, da ist noch dir. Da ist noch eine Tür, die habe ich übersehen. Da schauen wir auch noch eine. Gehst du am Schau mal vor, ich komm gleich. Da hinten meine war die, genau, da hinten war die Tür. Passt. So, servus. Ja, nehmen wir natürlich die Kisten nehmen wir noch auch noch mit, ne? Handgelenktes Weisen. Aha. Gut, das ist jetzt die andere Seite, da waren wir vorher drin. Passt. Oh, was der kann ja. So, dann müssen wir noch Adam und Riese da drin jetzt.
den untersten Boss finden von der Ebene. I guess. Schauen wir mal. Ja, jetzt chill dir wieder mal. Du kriegst ja gleich aufs Maul. Pitomerischer Abkömmling. Hallo, Durchsperrmuse. So, unterer Tumero-Kelch, kalter Dunstblut, Edelstein und Zwillingsblutsteinsterbe. Und den unteren Tumero-Kelch, genau den brauchen wir. That's the way to go. Dann haben wir den Kelch-Dungeon durch. Noch ungefähr einer, ja okay, gut eine halbe Stunde. Sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Nicht ganz eine halbe Stunde. So, dann machen wir das zu. Und da brauchen wir 3-mal Ritualblut. Nein, 9-mal Ritualblut, Stufe 3. Und wir haben 11. Genau. So, jetzt wollen wir schnell schauen. Mhm. Der dauert jetzt ein wenig länger, weil der hat 4 Ebenen. Oh. Okay. Okay, warte, Moment einmal. Wir müssen jetzt in den Reihe. Wir müssen wieder mal einen zweiten Kelch brauchen. Leiden das Loran Hobby aber schon. Aber wenn man mir. Okay. Okay, die muss man wohl so machen. Okay, alles klar. Passt. Wife, wie habe ich die von daheim? Frag nicht. Okay, ich frage jetzt nicht. Schicken Sie mir eine PM, wenn es pressiert. Aber schön, dass du da bist. Nichtsdestotrotz, den ersten Kelch-Dungeon, ne? Den ersten Kelch-Dungeon haben wir gerade eben fertig gemacht. Jetzt gehen wir in den zweiten und schauen mal, wie wir uns umstellen. Wir müssen ein bisschen umdisponieren. Wie gesagt, den Endboss, den kann ich noch nicht machen, weil sonst müssen die ins New Game Plus und dann müssen das ganze Spiel noch mal spielen, bevor ich überhaupt ins DLC komme. Deswegen werden wir uns jetzt halt bei diesem Run erst einmal nur konzentrieren, die Platin-Trophäe zu holen, dann pausieren wir Bloodborne bis in den Herbst rein irgendwann, spielen wir dann das DLC und hauen wir dann einen Endboss über den Haufen. So ist jetzt einmal the way to go. So, erst einmal wieder Sitemap erkunden.
Na, wie gesagt, wir müssen alles mitnehmen, damit wir so viel wie möglich Loot kriegen. Damit wir uns, wenn möglich, die Farmerei sparen. Ich meine, wir werden auf Dauer nicht auskennen. Deswegen. Blutfiole. Gehen wir erst einmal oben lang. Gemäß dem Fall, man kann oben lang weiter. Vollen Start tut er mal weg. Schaut aber eh nicht. Ah, ja, okay. Spinne. Vorhin schaut der fast aus wie ein kleiner Batman. Mein Charakter meinst? Ich bin Batman. Naja, fast. Gut, du kannst nicht so klein wie ein Undertaker. Das ginge tatsächlich. Apropos Batman, da müsste man auch mal mit Arkham City weiter da irgendwann einmal. Ich hab, ohne Scheiße, es sind einfach zu viele Spiele momentan. Ich weiß nicht, wann ich was spiele, wie das alles unterbringen soll. Habe ich überhaupt keinen blassen Dunst. So, Sackelpicker, habe ich die. So, Popoliebe, falls das du bist, ab vom Hof. Ritualblut Stufe 4. Das Ding werden wir farmen müssen. Na, da werden wir leider nicht drum rumkommen, da brauchen wir insgesamt 18 Stück. Und die können wir leider nicht kaufen. Na, das heißt, wir müssen auf kurz oder lang diese Ritualblut farmen. Die 4er Stufe. Bitte einputzen. Du, mir geht's ähnlich mit den Klemmbausteinschachteln. Okay. Du fühlst mich quasi. So, das ist der untere Bereich. Da lassen wir uns jetzt nicht einfach so oben droppen. Das Einzige, was ein bisschen, ja, gerade ein bisschen trist ist, dass da in den Dungeons absolut keine Ingame-Musik zum Hören ist. Ja? Also es ist nicht nur, ich habe jetzt nicht einen Sound austragt vom Spiel, sondern das ist Spiel selber. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, sag ich jetzt einmal, ne? So, da stachselt da irgendwo einer umeinander. Ah, da ist er. Sehr gut, Ritualblut 4, das ist gut für uns. Genau, jetzt haben wir da herunter, da wo wir vorher da oben gestanden haben. Okay, passt. So, okay. Mehr gibt's da jetzt nicht. Keine Kiste, kein Gang, kein gar nichts. Right? Na, okay, da können wir uns einfach nur Ritualblut holen. Ja, ist gut. Das heißt, in der Ebene werden wir. Ja, genau, bei dem Typen werden wir uns. Den werden wir noch ein paar Mal sehen, tatsächlich. Ne? Wie gesagt, wir brauchen insgesamt für beide. Oh, da liegt noch Loot. Wir brauchen insgesamt 18 Stück, um die 2 Dungeons nur aufmachen zum Kinder. Okay. Jetzt muss ich erst wieder schauen, von wo bin ich hingekommen. Ich glaube, da bin ich weitergegangen, war von der Internseite, meine ich. Ich glaube, da ich von da gekommen bin. Ja. Da geht's weiter. Okay. Ich sag schon mal, das Umstellen von meinem Bot hat jetzt, glaube ich, funktioniert. Das ist jetzt die erste Nachricht, die wo er selbstständig einer schreibt, tatsächlich.
Aber jetzt einfach mal alles auf ungefähr eine Stunde gesetzt. Scheint gut hingehauen zu haben. So, servus, wie schauen wir aus? Ich war da zum Plündern. Da ist die Tür. So, erst einmal Fallenstatuen zusammenhauen, damit nichts passiert. Genau, das war nämlich da wieder. Genau. Das Blöde ist, es schaut halt einfach immer alles gleich aus, gell? Da ist eine Tür, die ist zu von der Seite, okay. Ja gut, dann geht's eh nur da weiter. So. Quecksilberkugeln, da ist eine Falle. Aua! So heißt aber, da läuft automatisch hier eine Glockenpusse rum. Da drinnen ist. Habt ihr schon gesehen? Au, 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 au! Ja, du dumme Nasch da drinnen, ehrlich wahr. Du dummer Knädelkopf! Möchte aber auch meinen. Aha, da ist. Aha. Au! Was bist du für ein Arschloch? Er wirft mir einfach eine Ölurne ins Gesicht. Dann geh ich halt wieder. So unfreundlich ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, ich bin von da gekommen. So, jetzt müssen wir uns einmal umschauen. Wie, da gibt's nix? Serious? Okay, lul. Da ist einfach nichts. Na gut, dann. Ah ja. Können wir da durch? Tatsächlich, okay. Ah, okay, da ist jetzt... Okay. Hast du einen Bordschodrat? Ja. Ich habe ja jetzt alles so ungefähr auf eine Stunde eingestellt, dass es alle Stunde einmal ungefähr schreibt. Und das scheint jetzt auch so zu funktionieren. Das sind jetzt tatsächlich die ersten Nachrichten, die er jetzt selber schreibt. Also ich glaube, das wird ihm schon. So, jetzt soll ich halt zurückfinden, gell? Gut. Da ist Laterne. Ah, da ist. Wollte ich gerade sagen, die Tür war in der Nähe von der Laterne. Hä? Hab ich jetzt... Okay, jetzt habe ich gerade einen Brainfuck. Ich hab doch gut, ich hab den Hebel schon gehebelt. Ah, nein, das war der andere mit der Ölurne, gell? Der hat mich... Nein, da bin ich ja wieder gegangen. Richtig. Scusi. Hau mich ein bisschen täuscht. Genau, der war nämlich da drin.
Jetzt ist der Hebel gehebelt. Was geht denn gerade mit meinem Handy ab? Ja, eine Benachrichtigung nach der anderen. Okay. So, nächster Boss. Auf zur Zerpimmelung. Ja, schön, wir werden. Ah, ist 3 wieder. Okay, stabile Range. Der erste ist hier. Okay, du mit deiner Kanone nervst. Ja, was zum Fick? Okay, die 3 haben ein wenig lästig. So, jetzt bist aber du fällig, gell? Lästige Dive-In. So, wir schnell kurz zurückkehren. Sei wie weh, warum ist ein Leberkäse mit Spinat, Kreste und Spiegelei so gut? Ja, weil darum. Wenn mal den Kochschweiß Oberschwamm, Birgit schwimmt nicht zu weit raus, ich weiß das eh. So, was kann jetzt ich eigentlich bei dem Einsichthändler da schon alles kaufen? Ist das im Bereich des Möglichen, dass ich da jetzt auch schon Ritualblut 4 kaufen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Leider nicht. Okay, auch fein. Gut. Das glaube ich ist von allen der längste Dungeon. Wie gesagt, der hat 4 Ebenen. Anstelle der üblichen 3. So, da ist die Tür, passt.
Ich vermute jetzt einfach mal, dass die da dazu ist. Ja, wo man schon fast denkt, okay. Jawohl, einer in die dunkle Höhle, eh klar. Oh, Rotzen auch noch, perfekt. Ah, was ist denn das denn schon wieder für Bad? Alter, wie viel Schaden macht denn der? Krass. Wie viel hält der aus? Heilige Scheiße, Alter. Okay, da sind Treppen. Ja, sie habe der jetzt schon, wir sind wir aus dem Lurk. Willkommen vom Lurk-Dasein in den aktiven Chat-Dasein. Grüß dich gut. Bei uns soweit, bei mir soweit alles fit. Ich hoffe bei dir auch. Schön, dass du bist. Ah, nein. Warum muss das jetzt eine ganze Familie sein? Jo, sitz. Alles klar, 18 Ratzen auf einen Haufen ist nicht so einfach. Ja, dann muss der Molly herhalten, dann wird's eh nicht anders. Der WB Lurk, wie war der erste? Haben wir ja noch 4 Mollys. Sollten wir gebacken kriegen. Haben wir durchaus schon mehrere geschlagen. Gut, da müssen wir uns merken, dass du dann nur aufgeht. Beziehungsweise. So, da geht's auf. Passt. So, das ist halt die verrückte Familie da, ne? Okay, das macht absolut keinen Schaden. Okay, genau das, was wir aus Elden Ring gelernt haben, alles was 4 Füße und Fliegel hat, ist ein Souls-Spieler einfach absolut, ne, nicht empfehlenswert. Ich sitze gerade an Emotes für die Sabrina, habe lange nichts mehr gemacht und das bekomme ich jetzt zu spüren. Den Kopf ist vorhanden, Umsetzung ist noch nicht so da. Ja, du bist ja eh im Endeffekt eingearbeitet. Also ich glaube, dass du das schneller wieder drinnen hast wie. Ne? Wie dem schon. So. Was für Verarschen ist da. Da ist nur so ein mistiger Rotz. Ich hab meine Seelen. Du hast aber mal ganz schnell ausrücken, damit die ohne die hätte ich jetzt gnadlos übersehen. Aber da gibt's nichts weiter erinnert. Scam.
So, wo ist jetzt die Treten? Da ist sie drin. Du, ich glaube, da brauchen wir wie die 40. Aber auf gar keinen Fall, gell? Okay, jetzt hat man, da fällt was runter. Weil da waren einen Haufen Kisten drin, holy shit. Schon wieder Schatzkammer gefunden. Wir spielen in Wirklichkeit, Dingens. Wir spielen nicht Bloodborne, sondern Sea of Thieves. I guess. Okay, Schatzkammer geplündert. Träumender Nebel, ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, der ist so, achso, der ist runtergefallen. Ja, okay, da unten ist er gut aufgekommen, das passt ja. So, da oben ist wahrscheinlich der Hebel. Ja. Gut. Ja, du die Meldung weg. Dankeschön. Die hat's Popcorn rausgeholt. So, okay. What? Wait a minute. Moment. Wir haben... Und da haben wir rausgekommen. Das heißt, wenn wir uns da runterfallen lassen, kommen wir in einen anderen Bereich, right? Right? Oder auch nicht? Okay, haben wir mit echt. Okay. Ja, was ist denn eigentlich nach Elden Ring dein Souls-Projekt, was du da planst? Gibt's da schon, kann man da schon Auskunft machen? Sekiro? Oha, das war aber sportlich. Sekiro war aber Dark Souls. Okay, das macht Sinn. Sekiro war extrem sportlich gewesen. Aha, da haben wir da auch noch. Ah, Dark Souls. Heute zwar schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Aber auf alle Fälle Nostalgie pur. Kann ich mir aber eigentlich auch neu zu nichts mehr erinnern. Also wie gesagt, Dark Souls ist 14 Jahre her, keine Ahnung. Oh, leg du scheiß Mistvieh, ey. Alter, was hält der Skorpion aus? Willst du verarschen oder was?
Vermutlich Lies of P DLC vorher noch. Wann kommt das noch einmal? Oh nein, nicht schon wieder. Ich hasse Ratzen. Vor allem in der Menge. Lost's mich. Dark Souls 1 habe ich auch installiert, aber erst das Lies of P. Okay. Wie die südkoreanische Studie bekannt gab, erscheint der DLC zu Lies of P in der zweiten Hälfte des... Ah, ja, stimmt, da haben wir... Ja, richtig. Da wird es wahrscheinlich Weihnachten werden. Oder das Weihnachtsgeschäft. I guess. Es ist so verwinkelt. Alter, du dumme Sau, ehrlich. Leck. BB Birgit? Ja, auf den Sei sind wir alle gespannt, wie er sich anstellt. So auch meine Wenigkeit. Kann der Trottel da drum mal aufhören mit Mollis zum Werfen? Das war zauberhaft. Mei, warum lauft man jetzt da so viel umeinander? Das ist ja ein Wahnsinn. Wo haben sie den Enkel zu auslassen? Habt ihr keinen Rasen nicht, den sie hätten müsst? Ja, ich find's... Moment. Ja, freilich jetzt. Können wir einen Geringverdiener auch noch daher. Super Sache. Aber der da hinten hat eine fette Truhe. Wenn da nichts Lohnenswertes drin ist, dann flippt er aus. Dicker, wie schaut's aus, Popoliebe? Oder auch nicht. D4MP-Federe. Wabio, merci dir für deinen Resub im 16. Monat. Habe ich dir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Werkstatt Schleierentzieher, der ist wichtig, den brauchen wir. Der ist ganz wichtig. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Danke dir für 16 Monate. Weiterhin herzlich willkommen. Viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Der Werkstatt Schleierentzieher, der ist wichtig, weil wir da aus Ritualblut nämlich einen Arkanschleier ziehen können. Und Arkanschleier brauchen wir später auch einige, damit wir in die Dungeons kommen können. Also der war tatsächlich richtig wichtig. So. Und jetzt haben wir soweit. Jetzt kenne ich mich hinten und vorne nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da waren die ganzen Ratzen. Von da können wir nicht kommen, weil da läuft noch einer. Jetzt pass auf. Das kriegen wir schon irgendwie. Let me see. Ach, du bist aufgegangen. Ja, zauberhaft. So, da liegt einer, so dumme Rotz. Aha, das ist das. Okay, ja gut, das ist der Seitengang. Da haben wir einer gemacht. Ja, Moment, da müssen wir noch mal schauen. Ich glaube, wenn wir die Leute dann da mal auffüllen, dann meine ich. Kannst du da bitte mal weggehen? Django.
Wie ist denn das verrückten? Aha, ein Sackelpicker. Schade, hier eigentlich eher Ritualblutmengen. War ein wenig genauso der Bursch. Kaputt von der Arbeit da und mich schon mental auf 2 anstrengende Wochen einstellen. Oh, warum das? So, Popo-Liebe. Wieder kein Ritualblut. Fix läden. Oh, da kann man einen Hebel hebeln. Oh, ich hab keinen blassen Dunst, wo wir da jetzt haben, aber... Ah, da waren wir vorher unter. Ah, okay, ich hab doch einen blassen Dunst, wo wir haben. Okay, das war massivst mehr Dusel, wie verstanden. Okay, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Aha, da, okay, passt. Da müssen wir wieder aufschauen. Ja, das ist brutal, wie viele Wege das in dem Spiel gibt, beziehungsweise in die Dungeons. Du verlaufst die so leicht. Das ist irre. Da geht's auch nur aus, da haben wir auch noch nicht drin gewesen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir mir das heute nicht ganz fertig schaffen. Wie gesagt, das sind die letzten 2 Dungeons, die haben es richtig in sich, die haben richtig schwer. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das heute schon hinbringen. Aber wenn, dann ist es auch nicht schlimm. Und dann nehmen wir uns 7 Millionen Blutviolen umeinander. Du bist auch noch so feiern. Ich hab nicht gesagt, Mülleimer auf. Ritualblut, okay. Den Samstag geht's nach Frankfurt und das Wochenende drauf. Am Freitag ein kleines geheimes Treffen und am Tag danach, oha. Du hast quasi einiges vor. Aber du hast quasi dann auch Urlaub, so wie ich das sage, ne? Oh, ist so cool, wenn du ein wenig rundum kommst. So, da vorne bin ich vorher oben gefallen. Weil es da wahrscheinlich zurückgeht. Okay, massive Sackgasse. Okay, dann muss man da wieder runterfallen. So, und jetzt zurückfinden, meine Damen und Herren. Das wird jetzt lustig. Beziehungsweise da hinten meine ich immer auch noch gehen. Also Kisten. Irre, was die Skorpione aushalten. Aber ich glaube, da ist ein Shortcut. Ah, Ritualblut, perfekt. Okay, haben wir einen Shortcut gefunden. Passt, easy, brauchen wir den ganzen Weg nicht zurückrennen.
Das ist tatsächlich zauberhaft. Die Frage ist nur, ob ich mit 135.000 Blutechos in den Boss reingehen möchte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Highlander Habitäre, grüß dich gut. Alles fit bei dir. Fürs zweite Jahr? Okay, nice. Ich habe jetzt nur noch am Freitag und dann habe ich auch 3 Wochen frei. Quasi Urlaub. Geht sogar noch einer. Ja, das waren jetzt einige Blutechos. Hast du noch 1,5 Wochen Urlaub? Nice. Bist du unterwegs oder daheim oder was ist so geplant? Oh, leck. Du, meine trinken wir mal. So, Bazi, Prost auf euch. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Abend. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche. Steht das da hat's an der Stelle. Gut. So. Nachdem wir jetzt ungefähr 12 Stunden da drin sind, was wir angerannt haben, brauchen wir mal ein bisschen an Progress. So. Oh, hi. Scheiße, macht der Schaden. Okay, er hat mich dezent zermatscht. Schön, dass du bist, Bazi. Das. Oh. Wie ja gleich rot. Wir haben immer so Tagesausflüge gemacht. Die Wohnung hat dieses Jahr viel Geld verschlungen. Da war kein Urlaub immer drin. Ja, gut, verstehe ich. Verstehe absolut. Mr. Highlander. Aber daheim ist es ja bekanntermaßen auch schön. Haben wir mal sagen lassen. Habe ich mir mal sagen lassen. Vielleicht noch Feierpapier kaufen, noch nicht nichts. So, habe ich die Ehre. Wie schaut's aus? Irgendwas trifft mich da trotz allem. Weil der so viel Kennzeichen hat oder hat, deswegen. Hä? What the hell? Was trifft man da? Aha, deine ganzen Drecksketten. Hey, es trifft mich sogar, wenn er auf den Baum oben haut. What the hell? Ja, Mann. Ich will leider einen Eingeweideangriff versammelt, aber
Okay. Ich liebe eh da, wo andere Urlaub machen. Ja, okay, gut. So. Der 1-0 für dich. Nein, der 1-0 für dich, mit Abstand. Ich glaube, den Punkt nimmt er so schnell keiner ab. So, Perlenschnecke. 3 Stück. Habe ich da schon? Blumensetzling? Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Da muss ich sehen. Was man hat, hat man. Nicht wahr? Holy shit, das war erst Ebene 2. Und wir haben noch 2 vor uns. Kannst du dich gerade werden? Ich sehe das eh nicht so genau am TV von der Couch aus. Ja. Belichtung regelt, Birgit. Ne? Belichtung von der Webcam regelt. Ne, los, nennen wir das Kind einfach nicht beim Namen. So. Genau so, Wifi. So. Ja, Freunde, bin ich ehrlich, den Aufwand, diese Trophäe zu holen, den habe ich dezent unterschätzt. Habe ich ihn unterschätzt. So. Ah ja, perfekt. Ich glaube, oh leck. Ja, ich glaube, wir treffen einen alten Bekannten da wieder. Die kommt aber nicht da jetzt schon, oder? Was? Wer? Ah ja, easy. Alter, was die... Alter, was die Damage machen, das ist irre. Wo ist denn die Glockenfotzen? Aber sofort ist Schluss damit jetzt, gell? Ja, ey, so gut. Heilige Scheiße, Alter. Ja, jetzt fangen sie direkt an stressig zu werden. So, den werden wir, ich glaube, den werden wir Popo lieben. Im besten Fall, da steht jetzt nicht noch einer umeinander, wo wir jetzt hinterrücks irgendwie seine Spitzhacke hinterherhauen mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, super. Das hat ja perfekt funktioniert. So, wie soll ich denn jetzt? Okay, wie soll ich jetzt an denen vorbeikommen? Die, wo mir instant bombardieren. Oh, was haben wir da? Ach, das ist wieder so ein Hilfsglocken. Ja, okay, toll. Das muss ich mal merken, wenn was. Alter Jägerglock. Alter Jäger. Okay, muss ich mir jetzt merken, alles, was da leicht ist, nicht dafür da, dass man damit interagieren kann, sondern Waller der Verrückte. Du schaust verrückt aus, auf jeden Fall, ja. Ist nicht dafür da, dass man da irgendwie einen Hinweis kriegt, sondern es ist dafür da, dass man einen NPC ruft und das will ich eigentlich nicht. Aber ist fein. Oh. Oh, der ist wieder los an der Kahnschleier vorhin.
Ah, jetzt bist du nicht mehr so cool. Aber garstig schauen die Schuhe aus, gell? Kannst für nix sagen. Alter, was hast denn du für Waffen, Alter? Was ist denn das? Haust du mit einer Prostata zu, oder? Alter, was ist denn das für Waffen? Hey, hallo, bleib mal stehen. Alter, was? Was zur verfickten Hölle ist denn das für Waffen? Ich kenn's nicht, aber sie schaut geil aus. Ich weiß nicht, ist das ein Rückradl oder... By the way, Bazi, willst du da den Shooter Redeem für 2 Millionen nochmal überlegen? Du müsstest 30 Jahre täglich streamen, damit das wird zusammengeredet. Das ist bewusst so. Weil ja, das ist bewusst so. Aber, Freunde der Sonne, passt auf, ich kann irgendwas vorwegnehmen, okay? Ich hab ja letztens in Discord schon gesagt. Moment, ich pimmel das Ding noch schnell und dann kommt's, okay? Muss der einer keinen Schleier finden? Ja. Na! Alter, mies. Ich bin vom Spui hintergangen worden. Ja, hau du den einmal jetzt. Ja, warte, ich muss mir da schnell helfen. Ich wollte eigentlich gerade meinem Chat was sagen, aber mein Kumpanenjäger hat da was dagegen. Wer das glitscht wieder weg. Ich schwör's dir bei Gott. Ja, mit meinem Kanzler, aber ganz schnell. Also, was ich sagen will. Es wird heuer noch, wahrscheinlich heuer noch, ob's wirklich noch heuer kommt, weiß ich nicht, aber es wird jetzt in den Genuss kommen, dass ich on-stream einen Ego-Shooter spiele. Na, das wird eine Premiere. Okay? Das wird eine absolute Premiere. Es wird wahrscheinlich ein einmaliges Vergnügen werden, aber es wird eine Premiere. Okay? Ich werde das machen. Warum werde ich das machen? Weil der Dampfe vor langer Zeit, ist wirklich schon lange her, hat er mir gesagt, du, pass auf. Beziehungsweise, ich hab ja oben gesagt, hey, komm, hol halt Elden Ring, das ist nicht so dramatisch wie die anderen Souls-Likes, kommst bestimmt zurecht. Und dann war es so, dass der Dampfe gesagt hat, irgendwann holt er es im Sale eventuell und dann ist er aber so hin und her gegangen. Und dann hat der Dampfe irgendwann gesagt, du, pass auf, wenn ich irgendwann Elden Ring spiele, also sinnvoll Elden Ring spiele, mehr als wir einen Stream, dann spiele ich einen Ego-Shooter. So. Der Dampfe hat das leider nicht vergessen und hat sich sogar gescreenshottet und auf seinem PC aufgekommen. Und da er ja, wie ihr jetzt alle wisst, der Dampfe sehr addicted ist, was Elden Ring angeht, komme ich quasi nicht mehr aus. Ne? Deswegen wird es so werden. Ich habe mich auch schon für ein Spiel entschieden. Ne? Durch die ratsamen Ratschläge von unserer Community, die wo halt ein wenig halt was mit Ego-Shooter zu tun haben. Das heißt, es wird eventuell heuer noch, spätestens Anfang nächsten Jahres, einen Ego-Shooter auf meinem Kanal zu sehen bekommen, und zwar Battlefield 3. Okay? Warum Battlefield 3? Weil er einen halbwegs vernünftigen Story-Modus mit dabei hat. Das war nämlich meine Voraussetzung. Ich spiele einen Ego-Shooter mit Controller und es ist Battlefield 3. Das ist der Deal. Okay? Wie gesagt, ich kann es eigentlich nicht versprechen, ob das heuer noch kommt, weil wirklich einige Projekte noch kommen, einige größere Projekte noch kommen, aber Battlefield 3 wird kommen. Ich sag's einfach auch gleich, wie es ist, das wird das einzige Mal sein, dass ich wahrscheinlich einen Ego-Shooter spiele. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch 34 oder noch 32 Jahre Gamer
oder sagen wir 28er Gamer auf einmal eine Affinität für Ego-Shooter entwickeln werde. Aber, wie heißt es bekanntermaßen? Wettschulden sind Ehrenschulden. Ne? Der Dampfe hat sein Versprechen eingelöst, deswegen werde ich selbiges tun. Und da haben wir wieder beim Thema Basigang. Passt auf, was ihr bei mir im Chat schreibt. Ich nehme das für voll. Gilt natürlich auch für mich. Ne? Ist mir hoffentlich sowieso klar. Ja, da eskaliert es gerade minimal. Sehr gut, der Kannschleier brauchen wir nämlich. Sorry, jetzt war es gerade ein bisschen laut. Battlefield 3 hat echt eine gute Story und das Gameplay-Handling ist super. Habe ich keine... Oh, Alter, Django, jetzt chill halt einmal. Was ist denn mit dir? Fahr dir mal ober. Chill deine Prostata oder keine Ahnung, was du da in der Hand hast. Chill einmal. Na, wie gesagt, also Battlefield 3 ist das Spiel, was wir halt zocken werden, weil halt die Leute zu mir gesagt haben, das hat einen halbwegs vernünftigen Story-Modus und da kann man was anfangen damit. Und dann haben wir mir gedacht, du pass auf, wenn das so ist, dann machen wir es so. Leck mich am Arsch. So, niemals nie. Schau einen Dampfer mit Souls-like an. Ja, wie gesagt, ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es nicht so wird, aber wenn es so ist, dann, ja, dann GG. So, und wo geht's jetzt da weiter in Herrgottsnamen? 50? Ich habe jetzt gerade keinen blassen Dunst, wo ich jetzt hin muss. Hab gerade die Kanalpunkte für einen Ego-Shooter angeschaut. Glück gehabt, mein Arsch ist 2 Runden. Birgit, da ist nicht nur dein Arsch 2 Runden. Ich bezweifle damit, dass das irgendwann irgendjemand einlösen kann. Na, ich hab, wie gesagt, es hat seine Gründe, warum das auf 2 Millionen ist. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Muss ja da irgendeinen Gang geben, wo ich rein kann, oder nicht? Da bin ich rausgekommen, oder? Na, da geht's weiter. Oder? Ja, da muss es weitergehen. Ja, okay, da geht's weiter. Passt. Ich bin nur so froh, dass ich vor solchen Wecken geschützt bin. Ich habe aber tatsächlich überlegt, ob ich am Wochenende einen Real-Life-Stream machen soll. Ja, klar, warum nicht? Und was heißt, du bist von solchen Wecken geschützt? Ich sag, wenn du bei mir im Chat sowas droppst, kann's da passieren, ne?
Ob sie das halt dann umsetzt, ist die andere Frage, klar, aber... Na, wird Wi-Fi zum Beispiel, ne? Wir müssen Dampf wieder von kollektiv überzeugen, sich eine Switch zu holen, ne? Da wird dann später Wi-Fi, nämlich Elden Ring on-stream. Oh, hi, Habitiere, bist du auch wieder mit uns, servus. Bist du zauberhaft. Da müssen wir Dampf noch ein bisschen bearbeiten. Du machst prinzipiell kein Beten. Ja, okay, gut. Aber das, glaube ich, wird eben also, der Tag, wenn kommt, wenn ich sage, okay, und keine Ahnung, Black sagt nächsten Mittwoch, ist jetzt natürlich nur eine Beispielaussage, ne? Das wird jetzt nicht passieren. Aber wenn ich dann das einmal ankündigt, wenn es soweit ist und sage, hey, an dem und dem Tag ist Battlefield-Stream, da glaube ich, das meine, kann nach Madison einer der meistbesuchtesten Streams werden, die ich jemals gemacht habe. Einfach darum. Geht nicht gut aus für die. Wie sagt man bei Wetten will gelernt sein? Wehe, du trittst jetzt auf die Falle drauf, ich schwör's dir bei Gott. So, da ist der Hebel. Wisst ihr, was das traurig ist? Ich hab noch nicht einmal gefunden, wo die Tür ist. Madison war einfach nur episch. Ja, für euch vielleicht, aber für mich nicht. Ja, aber so, also im Nachgang betrachtet war Madison schon gescheit gut. Also muss man jetzt fairerweise auch sagen. Ne? Für mich als Nicht-Horrorspieler muss ich fairerweise schon gestehen, war Madison schon verdammt gut. Ne? Okay. Dein Favorite ist immer noch Plague Tale 1 und 2. Haut's mir raus, Freunde der Sonne. Was ist euer bisheriges absolute Favorite-Projekt gewesen, was ich on-stream gespielt habe? Das darf mich jetzt interessieren. So, wo ist denn da der Hebi? Die Tier. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Zur Not einfach auf dem YouTube-Kanal schauen, wenn ihr nicht mehr so genau wisst, was ich mal gespielt habe. Battlefield 3, ja, das habe ich auch noch nicht gespielt. Irgendwo Madison, Wi-Fi war Plague Tale Saga. Madison ist im Kopf geblieben, ja, das ist nicht nur, das ist wahrscheinlich den meisten im Kopf geblieben. Ach, da ist die Tür, ja, okay, lul. Kann mich nicht entscheiden. Okay, ja, sie struggelt. Keiner, der wo irgendwie jetzt God of War sagt. Boah, leck, Alter, Mann, du Mich wundert's, dass noch keiner God of War geschrieben hat. Hau du mir den Sackelpicker zusammen noch hinter. Mir ist eigentlich egal, was du zockst, ob Nuzlocke oder Bloodborne. Oh, danke, Yassi. Ja, momentan ist es halt sehr Souls-lastig, ne? Das wird auch das ganze Jahr über noch so bleiben. Das habe ich schon mehrmals erwähnt.
Aber ich freue mich, ohne Scheiß, ja, ich freue mich jetzt aber dann auch auf Monster Hunter mit dir. Da ist jetzt mittlerweile schon richtig Bock. So richtig Bock habe ich jetzt schon drauf. Aber es wird wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich nur einen Bloodborne-Stream brauchen, weil das werde ich heute, jetzt ist 3/8 und wir haben mit dem zweiten Dungeon noch nicht einmal annähernd fertig. Also das wird noch eine Weile dauern. Wukong, Black Myth spielen wir im August, ja. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob es ein Marathon-Projekt wird oder ob man... Wolleck! Alter, chillt's, lasst's mir gehen, Hilfe! Lassen Sie mir schütteln die Hände! Wolleck, Alter, was ist denn... Okay, ich werde wahrscheinlich der Nächste sein, der jetzt gleich stirbt. Ja, das ist schön für den Jäger. Heilige Scheiße, Alter, eskaliert das da erinnert. Müssen wir uns eh noch mal ausmachen. Ja, ich habe mir jetzt letztens Gedanken gemacht, weil du streamst ja überwiegend sonntags mittlerweile, standardmäßig, ne? Und da habe ich mir überlegt, dass ich dann eventuell Sonntagvormittag mit dir einsteige. Oder halt irgendwann am Nachmittag, wenn du halt länger machst. So, weißt du schon. Aber das sollten wir eigentlich locker gebacken kriegen. Rocktail war sehr geil, ich persönlich, wegen Pokémon The Nuzlocke Medicines war ich leider so halb da wegen der Fußballsaison. God of War war von der Story geil zum Anschauen, vor allem wegen der Cliffhanger oft vieles. Ja, God of War, also ich kannte, ohne Scheiß, ich kannte jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht sagen, was bisher das von mir am meisten gefeierte Spiel onstream war. Ich habe so viele coole Spiele gespielt jetzt bisher. Man, klar, Elden Ring und so ein Scheiß ist weit vorn dabei, logisch. Aber wir haben ja schon ein paar geile Spiele gespielt mittlerweile. Alter, ich hab die legit nicht gesehen. Weil wenn ich jetzt stirb, wird jetzt hintig. Ich muss mich kurz konzentrieren. Batman war auch cool. Haben wir auch noch 2 Teile, die wir spielen müssen. Wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, da einen Zeitplan zu finden. Wie gesagt, August wird halt. Da kommt Black Myth raus, auf das warte ich schon seit 3 Jahren. Da warten schon viele Leute auf das Game. Das wird wahrscheinlich für mich Spiel des Jahres neben Elden Ring. Wenn's nicht floppt. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Wie viel... Warum haben da jetzt so viele Gegner? Es kommt zu mir kreuzweise. Ich mache jetzt da nicht 3 Millionen Spinnen, das kannst du voll vergessen. Aha, habe ich die Ehre. Grabschimmel, ja, okay, perfekt. Wo es halt eigentlich nicht so taugt, ja, da werden die meisten Pokémon schreiben, wahrscheinlich. Da werden die meisten tatsächlich Pokémon sagen. Also vermute ich jetzt einmal. Bis auf 3, 4 Ausnahmen.
Oh, so verzweigt ist sie. Niemals! Bin bei Pokémon und allgemein Souls-like. Ja. Bei Souls-like wundert mich tatsächlich. Oder sagen wir es mal so, Birgit, dann wirst du ein hartes Jahr 2024 haben. Zumindest auf meinem Kanal. Aber das sind halt Geschmäcker, gell? Da kann man halt nichts machen. Das ist auch völlig in Ordnung, das nimmt mir auch niemanden krumm. Wo haben wir? Oh, leck, Alter. Hä? Okay. Ach, da sind Kisten. Yes, weiße Masken haben wir. Nice, GZ. Wichtig und richtig. Ist dennoch zur Unterhaltung da, das ist recht. So glaube ich, so overall, meine, kann man mittlerweile, oder kann ich mittlerweile sagen, ist glaube ich relativ egal, wo ich spiele. Es ist immer irgendwer da. Also, ne? Das freut mich auch natürlich. So, Popo-Liebe. Okay, Lul. Ja gut, schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie zurückfinden. Holy crap, die Riesenvögel sind aber schon krass, die sind richtig garstig. Die sind pervers garstig, die Vögel, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, das Blutgebiet ist also Kelet ist ein Spaziergang im Vergleich zu dem Blutgebiet. Ja, okay, jetzt sollte ich halt irgendwie zurückfinden. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie muss ich zurückfinden. Vermute mal da. Ich glaube, das liegt dafür an dir und deinem Charakter. Ich schaue keinem Fremden bei einem Souls-like zu. Der Unterhaltungsfaktor ist bei dir einfach da, vom Dialekt ganz zu schweigen. Das freut mich, Birgit. Ohne Scheiß. Sowas im Chat zum Lesen, das ist für mich das höchste Lob. Da scheiße ich auf Subs, Bits etc. pp. Wenn ich sowas lese, weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Da haben wir keiner. Ja, ich glaube, ich weiß, was da für ein Boss kommt. Okay, kannst wieder anrufen. Wisst ihr was? Zwecks der Geschwindigkeit. Was beschwöre Ork? Na, Oleg. Ohne gar nicht. Dann hast du Twitch durchgespielt. Für mich ja. Also ich für mich selbst habe auf Twitch mehr erreicht, als ich jemals gedacht habe, dass ich erreiche. Weit mehr. Ich bin zwar noch immer offen, ne? Aber für mich selbst... Ja, rum die geistlose Spinne, herzlichen Glückwunsch. Eine altbekannte. Rom ist in die Dungeons absolut nicht einfach.
Das war jetzt ein bisschen unglücklich, weil ich genau in ihr drinnen spawn. Chat, ich bin gleich bei euch. Und ihr seht, ich habe gerade minimal Stress. Genießt einfach ein bisschen die Musik. Die Haarspinnen. Die gerade rein. Nice. Oh. Alter, in dem engen Raum rumzumachen ist absolut nicht schön. Ohne Witz. Und der Kelch bringt uns halt nichts. Da kommt noch viel mehr, wirst du sehen. Mei, also ich sag jetzt mal so, da hab ich jetzt letztens erst mit dem Mike und mit dem Dampf mal so einfach, da haben wir so im Wald beieinander gesessen. Ich glaube, wir haben Elden Ring gespielt, oh Wunder. So für mich, also jetzt gedanklich und wenn ich es jetzt mal für mich selbst realistisch betrachte, habe ich, glaube ich, mein Twitch-Zenit erreicht. Ich glaube, dass es nicht weitergeht, als wird das, was ich jetzt habe. Und das ist, es ist ja auch fein so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit der Situation unglücklich bin oder um Gottes Willen, das ist das krasse Gegenteil. Aber ich glaube, es wird halt auch nicht mehr wirklich stark weitergehen. Weil wenn ich mal allein, es sind nur Zahlen, ne? Zahlen kommen und gehen, das wissen wir alle. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wie lange ich jetzt schon auf 400 Follower hier arbeite, ich arbeite jetzt seit einem Jahr auf 400 Follower hier. Knapp. Im Oktober wären es ein Jahr. Ich habe jetzt seit einem Jahr effektiv 30 Follower dazu gekriegt. Auf ein Jahr. 30 Follower haben andere in meiner Größe auf eine Woche, wenn es einmal pressiert. Wie gesagt, es ist ja jetzt auch nicht schlimm, aber nur, dass du verstehst, was ich meine. Deswegen glaube ich, dass ich mit Dialekt und der Art und Weise, wie ich stream, die Zeit, die ich investiere in Streaming, weil ich habe ja schließlich einen Beruf und halt Privatleben und halt Hobbys und so weiter. Und Streamen ist ja für mich auch nur ein Hobby. Ist das, was ich jetzt habe, glaube ich, für mich selbst das Maximum. Ich glaube, wenn ich nicht gravierend was umstellen darf, also sprich, wenn ich jetzt nicht hergehe und sage, okay, ich streame jetzt 6 Tage die Woche, 5 Stunden, dann glaube ich, wird es da auch in der Richtung jetzt nicht mehr weitergehen, so mäßig. Also so, wenn dann nur noch so nuancentechnisch, ne? Ich sage nochmal, es ist auch fein so. Ja? Ich bin mit der Twitch-Situation absolut zufrieden.
Aber so vom Gedanken her, was ich mir denke, glaube ich, ist als Dialekt, als bayerischer Streamer für mich am Höhepunkt angelangt. Bazi Burning Room, ja, das war der Bazi Burning Room tatsächlich. Ich glaube, es liegt eher an der Zeit, Bazi, beziehungsweise an den Streaming-Zeiten. Am Dialekt liegt es, glaube ich, nicht. Schau mal, wie wenig Dialekt-Streamer es wirklich gibt und wie viele Menschen Dialekt reden. Ja, das stimmt schon. Das Ding ist halt, wie gesagt, dass ich halt durch meine Schichtarbeiterei und halt eben auch durch die Hobbys, die ich betreibe, also sprich Tennis spielen oder halt auch mit meiner Freundin, ich mag ja auch Zeit mit meiner Freundin verbringen, habe ich, glaube ich, so für mich aktuell das Maximum, was ich an Zeit auf Twitch verbringen kann, erreicht. Und das ist, wie gesagt, das ist ja auch fein so. Klar, wenn ich jetzt nicht hergehen kann und sage, du pass auf, ich stream ab jetzt nicht mehr 3 Stunden, sondern halt 6, 7 Stunden oder so, klar, dann darf ich mit Sicherheit noch mal was tun. Aber so jetzt aktuell in der Situation, wo ich mich befinde, was mein Real Life angeht und so weiter, ist halt das, glaube ich, jetzt halt für mich die Peak. So. Wenn ich jetzt halt Single war, keine Ahnung. Ich wünsche mir es nicht, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt von heute auf morgen Single werden darf, aus welchem Grund auch immer, weil man sich trennt oder weil halt wer fremd geht oder keine Ahnung, ist ja nur ein Beispiel. Ich hoffe, das wird niemals passieren. Dann darf ich es wahrscheinlich sogar mal probieren, richtig hart reinzugrinden. Dann darf ich einfach mal schauen, wie weit, also keine Ahnung, mal so ein halbes Jahr einfach schauen, wie weit kann ich es treiben. So. Also jetzt nicht mit der Devise, dass ich jetzt selbstständig werde, weil das wird in diesem Leben nicht mehr passieren, egal was da kommt. Aber dann darf ich tatsächlich einmal hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt stream, dann grind ich mir richtig rein. So für ein halbes Jahr. Und schau dann, wo die Reise hingegangen hat. Das wäre tatsächlich etwas, was ich probieren würde. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, das wünsche ich mir halt aber einfach auch nicht. Bin ja einfach so ehrlich. Also von da haben wir jetzt gekommen, oder was? Ach, da haben wir hergekommen, okay, lul. Aber nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wahnsinnig zufrieden, wie es auf Twitch läuft und wie sich das entwickelt hat. Ich bin froh, dass ich eine etablierte Community habe. Ich bin froh, dass ich so viele unfassbar liebe Menschen kennenlernen habe dürfen und hoffentlich noch kennenlernen werde. Und wie gesagt, das sind alles Zahlen. Ne? Die ganzen Zuschauerzahlen, mal haben es mehr, mal haben es weniger. Natürlich, wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mich freut es weniger, wenn mehr Zuschauer da haben, um Gottes Willen. Auch generell, was den Support angeht, ich hätte mir nie mehr erwünschen können. So. Und ich sag's ja, es hat ja auch Vorteile, wenn man in so einem Größenbereich ist. Ne? Ich krieg halt alles mit, was im Chat steht. Je größer was du halt wirst, umso schneller überlegst du halt auch mal was. Und so kann ich halt einfach immer mit euch sauber interagieren. Und es passt einfach. Ne? Ich habe eine Community, die ist vernünftig, die braucht keinen Scheiß nicht, die ist nicht toxisch, die ist da meistens, egal was ich spiele, ob es jetzt Bloodborne ist, ob es Pokémon ist, ob es Elden Ring ist, ob es irgendein Story-Spiel ist, ob es dann ein Ego-Shooter ist, völlig irrelevant. Es ist immer wer da. Und das habe ich einfach ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, eigentlich nie gedacht, dass das mir so passiert. So. Das ist das nächste, so bis Community neu, ja. Und wie gesagt, das ist mir halt viel, viel wichtiger, dass ich einfach weiß, dass ich halt mitkriege, wenn die Leute da haben. So, weißt du schon? Weil ich dann genau nachvollziehen kann, hey, schon heute Yassi war heute im Chat oder hey, das war die Wife im Chat. Das kriege ich halt mit. Oh Gott. Alter, egal wer die Hund von der Leine gelassen hat, die brauchen einen Zwinger.
Jetzt habe ich leider überhaupt nicht aufpasst. Wo der Anfang war und wo wir hergekommen haben. Aber das werden wir eben schon wieder zurückfinden. Irgendwo ist eine Glockenrolle. Irgendwo bimmelt eine mit einer Glocke. Wow, leck. Da ist. Dumme Funzel. Okay. Okay, wird leider. Sorry, ich habe leider wirklich absolut nicht aufgepasst. Das ist auf alle Fälle ein Tier. Wo ist jetzt eigentlich? Ach, da ist er. Okay. Also mir aber der Loot in die Dungeons finden, das ist schon irre. Mit wem oder was kämpfst denn du bitte, in Herrgottsnamen? War es jetzt so schwer, den umzupimmeln? Ehrlich wahr. Weil wir auch Messe finden, Lack. Oh, hey. Was, der Bino? Red mal bei der Tierring, krieg ich eine Schelle von ihm. Oh, Popoliebe. Oh, okay. Schade eigentlich. Jetzt Popoliebe? Nein, weil er da anderen weggehaut, du dumme Sau. Mann! Oh, Ritualblut, das ist gut. Perfekt, vielleicht brauchen wir es nicht einmal farmen. Nochmal Ritualblut, das ist gut. Noch mehr Kisten? Ja, tatsächlich schon. Also dann direkt, bevor wir heute aufhören, noch mal schauen, ob ich bessere Mäßigungsblutedelsteine gekriegt habe für meine Waffen, dass sie mehr Schaden macht. Mann, es ist ja eh schon auf Max, aber schon tut es mit Sicherheit nicht. So, dann müssen wir da jetzt alles haben. Wie gesagt, ich hab überhaupt keinen blassen Dunst nicht, wo wir jetzt hin und wo wir hin müssen. Wir müssen auf alle Fälle den Hebel irgendwie finden. Da geht es halt auch noch gnadenlos nach unten. Müssen wir erstmal wieder neu orientieren. Da geht es dann auch noch oben. Also ist schon irre. Das Problem ist ja, weil die immer alle gleich ausschauen, so auf die Art. So, da haben wir hergekommen. Glaube ich. Genau, da waren die komischen Hunde herin mit der Feuerhexe. Genau, die liegen da. Da geht noch fette Spinnen spazieren. Daher die Laternen. Ah, geleck, Alter. Ah, da hinten ist der Hebi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da hinten ist der Hebi. Alter, was?
Dann hebe ich mir da gleich einmal. Ja, toll. Und wo war jetzt der Anfang? Weiß keiner mehr wahrscheinlich, oder? Moment, die muss man erst wieder suchen, weil sonst... Okay, da ist der Anfang. Ja, sollen wir dann da gleich durchschauen. Gescheiter war's wahrscheinlich. Gut. Ah, geh weg! So. Hä? Gibt's da zwei so Räume miteinander? Ach so, das führt zusammen. Okay, ja gut, das hätte ich schon gemeint. Das war also wirklich heftig, wenn es so zwei so Räume gibt, wo es dann wieder in 4 verschiedene Richtungen gehen kannst. So, da war der Hebel erin. Okay, gut, jetzt müssen wir mal neu orientieren. Dann können wir da hinten noch weiterschauen tatsächlich. Weil vielleicht findet man noch das eine oder andere. Hauptsache ich muss nicht farmen, das ist mir das Wichtigste. Weil das könnte lästig sein. Theoretisch. So, da rechts war die Spinne. Genau. Dicke, fette Spinne, die Wand erklommen hat. Ach, da ist eine Händlerin, Holzmaul. Finsterer, unterer Wurzelkreis. Ja, komm, den nehmen wir mal mit. Mal schauen tut's nicht. 9000. Zählen wir aus der Portokasse. Okay. Aber jetzt habe ich zumindest wieder Orientierung. So, da kommen wir dann oben, dann geht's rechts hinweg. Beziehungsweise damit. Und dann kann man sich jeweils nochmal über die Brickerlobby fallen lassen. Gibt's da also was wie ein Lorter? Können wir da wieder auffahren? Da waren wir hier vorne. Genau, das war die Schatzkammer. Okay, passt. Gut. Geht nämlich schon wieder aus. Dann lasse ich mich jetzt da vorne einfach einmal runterfallen. Und schau an, was passiert. Ah, da ist die Lotte. Okay, passt. Perfekt. Ich kriege jetzt noch Schaden. Ich kriege jetzt Fleiß. Also Bloodborne kann in meinen Augen eh als Horrorspiel durchgehen, wenn du mich fragst. Gott, da laufen wieder Gottlos Verratsnummern und deren.
Gut. Bin schon froh, dass ich einen Ratzenschwamm überstanden habe. Okay, da wimmelt's von den komischen Blobviecher. Aber skippen können tatsächlich. Gut, da gibt's eh nichts mehr, abgesehen davon. Ja, natürlich war einer dabei, der wo ich reinrennen muss, ist eh klar. Froh oder so, dass ich nicht stirb. Okay, dann hätten wir den Bereich. Lul. Schwebt der Bredel in der Luft. So, von da haben wir gekommen, dann schauen wir da noch weiter. Der hat Truhen. So, ich weil mir jetzt direkt Frühschicht schön Stream wünsche ich noch an die Merci, die das so lange dabei warst. Ich wünsche dir morgen eine angenehme Frühschicht, eine angenehme Nachtruhe und ja, angenehme Restwoche, da ich sagen an der Stelle. Wir machen nicht mehr ganz so lange, ich werde jetzt den Dungeon noch fertig machen. Vermutlich, hoffe. Und dann meine haben wir mir auch einen Hut drauf für heute. Aber auf alle Fälle noch einen schönen Abend dir. Und dann haben wir da, glaube ich, alles. Ja, passt. So, da rund waren wir meine auch. Genau, weil da war der Sackträger. Da haben wir auch durch mit den Ratzen. Passt. Gut, dann haben wir da alles. Dann haben wir da alles. Dann können wir in den Bossraum gehen. Was auch immer da jetzt für ein Boss war, ich weiß es nicht. Werden wir herausfinden. Ich frage mich gerade an der Stelle eigentlich nur, wo der andere hieß. Der Jäger, den wir vorher da rausgerufen haben. Finde ich aber irgendwie... Ja, finde ich irgendwie cool, dass die diesen Bloodborne jetzt auch eingeführt haben, nachträglich. Dass du NPCs bei den Bosse rufen kannst. So macht es ein bisschen zugänglicher für alle anderen Souls-Spieler. Die wo vielleicht so ein bisschen einen Respekt vor Bloodborne haben. Weil Bloodborne gehört tatsächlich schon ein wenig zu den Schwarern. Okay, warum komme ich da jetzt nicht ein? So, wenn wir da weiter müssen, oder was? Lul. Aber wenn man... Ja, okay, war zurückgegangen, logisch. Okay. Macht Sinn. Macht Sinn. Wo geht's nur weiter? Heilige Scheiße, Alter. Okay, der scheint wohl nur eine Truhe zu bewachen. Hoffe ich zumindest. Und gelenktes Weisen, okay.
Ah, jetzt können wir von der anderen Seite quasi, oder wie? Na, da waren wir noch gar nicht. Oh, leck, Alter. Hab bisher noch zwei Streamer gesehen, die das gespielt haben, alle mit Summons. Okay. Ja, früher hat es das auf jeden Fall nicht gegeben. Also du hast es damals einfach spielen müssen, wie es das, ne? So wie es gekommen ist, hast du es nehmen müssen. Also der Dungeon ist schon verflixt lang, heilige Scheiße. Okay, das ist der Shortcut quasi. Ja, freilich, wart es gleich vor der Tür. Glockentusse. Okay, was bringt mir das, wenn ich die... Ah, du hast eine Schatztruhe. Okay, dann bringt's mir schon was. Jetzt wollte ich gerade sagen. Habe ich da irgendetwas davor, wenn ich die umbringe und... I guess so. Caro! Ja, servus erst. Caro, danke dir für deinen Raid. Du schneidest aber einige einer. Ja, bist du bescheuert. Zulexia, grüße dich. Shiranui, habe dir nette Ente, habe dir. Das macht dann Schauder. Sehr gut. Caroline, grüß dich. Liquid habe dir. Der Edward ist auch dabei. Kata ist dabei. Servus, Nölsi. Friendly Fire, habe dir. Attacke. Ja, wir haben wir dabei. Grüß euch. Ja, servus erst. Caro, vielen lieben Dank für dein Raid. Und Liquid, danke dir für dein Following. Gurkenheinz, mich. Was? Gurken? Nö. Ich hoffe, wir lesen es richtig. Danke dir. Leute, wie geht's euch? Oh, der Dampfigrätsch der Mann rein. Die wäre jetzt nicht dabei. Uwe und ich start jetzt Elden Ring. Servus Uwe und merci dir für deinen Resub im 18. Monat. Viel Spaß in Elden Ring, vielleicht komme ich dann noch dazu. Dampfi, merci dir. Ich tue noch ein wenig Blattbohnen. Sylexia, was hat's bei euch gegeben? Leute, schaut mal bei der Sylexia vorbei. Eine unfassbar sympathische Streamerin aus Österreich. Ne? Bayern und Österreich müssen zusammenhalten. Leute, für die mich nicht kennen, die wo gerade mit der Sylexia rübergekommen haben oder mit der Caro rübergekommen haben, ich bin der Bazi, ihr Herz ist, ich sprich ebenso Dialekt. Ne? Nicht ganz so gut wie Österreichisch, aber ich glaube, wir kommen ganz nah dran. Ich sprich Niederbayerisch. Bei mir gibt es ausschließlich niederbayerische Mundart. Wir spielen momentan immer noch Bloodborne. Ne? Ich bin immer noch der Platin-Trophäe am Hinterherjagen. Ne? Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Wenn es irgendwelche Verständnisprobleme gibt wegen meiner Sprache, ebenfalls einfach schreiben. Fühlt euch herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Abend. Und ja, ich hoffe, ihr habt bei der Caro einen anständigen und angenehmen Stream gehabt. Aber davon gehe ich jetzt mal ganz schwer aus. Nordösterreich, nehmen wir. Was, du kommst aus Bayern? Ja, sie sagen es. Wie geht's bei dir? Du, ich kann nicht lang. Der Dungeon ist verdammt zart. Also ich glaube, ich hänge jetzt schon über eine Stunde den scheiß Dungeon fest, weil der so lang ist. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Und bei euch hat es Dreadout gegeben. Das Spiel kenne ich tatsächlich jetzt nicht. Zumindest, zumindest habe ich noch nie was davon gehört. Aber ich glaube, so wie ich dich kenne, war das ein Horrorspiel. Ne? Shit, my Sub ist angerannt. Ja, blöd. Blöd. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden überlesen. Aber schön, dass du hast. Ja, jetzt sollen wir den fetten Bock da unten umpimmeln, oder? Bist du mit Popoliebe ein bisschen noch. Ja, schauen wir mal, ob wir das irgendwie gebacken kriegen, weil die ganzen Milliburm, die wo rumtanzen, das ist halt jetzt natürlich... Ja, freilich haust du mit deiner glirrenden Fackel, ist eh klar, weil du kannst da sonst nichts. Hau ab! Wo ist denn der andere? Da läuft noch einer an, sag ich doch. So, jetzt bist du fertig.
dummer Knädelkopf. Oh, Popoliebe, weil... Oh, doch nicht. Ja gut, jetzt wollte ich das Fahren hinten machen, aber naja. Egal. Hey, der hat einen Zaunladen. Ja, der Dampf mal. Kannst du den mit deiner Zaunladen einmal mit zum Schwimmen nehmen? Ich glaube, der hätte es nötig, wenn es befragt. Da schaut er mir das so. Der wappelt. Ne? Hallo, kannst du die umdrehen? Ja, genau so, da siehst du es da. Ein richtig schierche Arschgrunzen. Ne? Schon wieder handgelenktes Weisen, ja, perfekt. Die ist an ihm verloren gegangen, vermute ich fast. Gut, haben wir jetzt dann da mal alles. Kann ich jetzt da endlich mal zum Boss gehen. In dem Dungeon. Das war zauberhaft. So sag ich dir, wie ist. Ne? War sehr zauberhaft. Oder eh wieder nicht. Weil das alles so verzweigt ist. Ich weiß nicht einmal mehr, wo ich jetzt hergekommen bin. Sag oder? Bin ich ganz ehrlich. Okay, da war es offensichtlich. Nein, warte mal, da war es. Nicht falsch, ich bin nämlich von da reingekommen. So, Feuerpapier, genau, da ist die Beschwörung. Die mich jetzt aber nicht interessiert. Ja, da schaut's aus wie beim. Okay. Jetzt, wenn noch mal irgendein Gasser kommt, macht dann flippe aus. Aber herzlichen Glückwunsch. Das müsste aber jetzt auch das letzte Deal sein. Aderlass Bestie, ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, irgendwas sagt man, dass der nicht einfach wird. Okay, ich bin ehrlich, den kenne ich gar nicht. Boah, leck, der kriegt ungefähr gar keinen Schaden. Ja, der wird nicht einfach. Vor allem, den Boss kenne ich gar nicht. Ah, okay, du hast von der Gum-Gum-Frucht gegessen. Alles klar, gut, passt. Steht da, wo wir drüber geredet haben. Ich vermute mal, du bist entweder an der Bratzen oder am Knie verwundbar. Oder in der Luft, das kann natürlich auch möglich sein. Ja, bist du ein greisliches Viech, ja, möchtest du verarschen. Aha, erst haut er mich nieder und dann trampelt er noch auf mir rum. Sehr klar. Okay, die Kamera ist da ein leichter Endgegner, merke ich. Aber kann man den nicht... Kann man den nicht woanders anvisieren? Ah ja. Du, ich hau einfach so lange auf dein Knie, bis der Meniskus durch ist. Ich meine, passt das. Okay, oder offensichtlich was dagegen. Aber ich sag halt gar die Kamera, die ist... Also, ich weiß nicht...
Ich weiß nicht, was der Kameramann gesoffen hat, aber gut war's nicht. Oh, du brauchst dringend einen Fotzenspangler, hab ich schon gesehen. Verdammt! Und hinter Tür Nummer 1 verbirgt sich eine Eisenleiter. Die Breiheit, um jetzt aus dem Bossareal auszugehen. Der ist gesund, der macht einen Aderlass. Da war ich Endgegner von Souls Games, die Kamera. Ja, die Kamera gerade war echt brutal. Die Kamera, die ist echt brutal gewesen jetzt gerade. Vor allem, weil das Blöde ist, das ist so ein bisschen wie bei der Dunkelbestie Pal. Du kannst den nirgendwo anders anvisieren. Du kannst den nur da anvisieren an der Kniescheibe oder halt am Oberkörper. Und wenn der halt dann so riesig ist, ist ein Problem. Ja, aber ich glaube, wenn du relativ lang unter ihm bleibst, dann meine ich, ist er machbar. Muss immer so sein, Bosse sind zutiefst missverstandene Geschöpfe. Die haben nichts dafür. Mir halt aber leider auch nicht. Da haben wir schon fast eng unterhalb bleiben, man ist gutes Mittel. Okay, die stirbt jetzt auf Kamera, der war nämlich jetzt safe hier. Ja, stirbt ich wahrscheinlich noch wegen einem Schlag, oder? Maul! Oh, lecker, das lang dauert, den scheiß Kelch zum kriegen. Bist du bescheuert, Alter. So, waren jetzt meine anderen Seelen? Da haben sie. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch. So, alles nur um diesen einen verfluchten, entweihten Kelch zum kriegen. Weil ohne den können wir nämlich nicht zu Janam. So, hast du Marvin gerade ins Gesicht geschossen? Ich weiß nicht, ob der Marvin geheißen hat, aber falls ja, dann ich glaube, ich habe ihm aufs linke Ei geschossen, wenn das noch vorhanden ist. Aber ich glaube, es ist fein so. Heilige Scheiße, hat das lang gedauert. So.
Jetzt pass auf, normalerweise müsste der untere Tumero-Kelch müsste der nächste Schritt sein, den wir machen müssen. Na, warte mal, den haben wir auch schon gemacht, den haben wir gerade eben gemacht, oder? Das Tumerianische. Ja, das haben wir gerade gemacht. Okay, Leiden des Loran ist das nächste. Wir haben jetzt noch genau 3 Dungeons, das werden wir aber heute nicht mehr schaffen, das kannst du vergessen. Wir haben jetzt Leiden des Loran noch. Aber da brauchen wir nur 2 Ebenen, das ist zauberhaft. Dann haben wir noch Tumerianische Verschmutzung. Und dann haben wir noch Tumero Ihül und da ist dann die Blutskönigin drin. Und wieder Aderlass, Bestie. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das heißt... Hä, aber für was machen wir mit einem Leiden des Loran? Warum müssen wir das machen? Ah, weil wir einen Bastard von Loran brauchen. Okay. I see what it is, man. Okay, ja gut. Weil man da... Wann musst du in die Arbeit? Heute gar nicht. Ich habe heute und morgen Freischicht. Ich muss erst am Freitag wieder in die Frühschicht und dann habe ich Urlaub. Was haben wir gesagt? Wir brauchen Leiden des Loran. Ah, das geht jetzt nicht, weil... Der Kaltblut-Blumensetzling fehlt. Moment, den kann ich kaufen. Weiß ich hundertprozentig. Moment. Den habe ich. Im Shop. Was vergessen, dass ich nur mit Albtraum gehe. Warte mal, reicht das jetzt? 3, glaube ich, brauchen wir, oder? Ah, verdammt. Da brauchen wir sogar 4. Aber es ist fein, weil das kriegen wir hin. Was ist denn das für... Wo? Machen wir 3, weil einen brauche ich sowieso. Ja, gut, dass wir das kaufen können, weil wenn jetzt das auch noch farmen muss, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du dich erschießen gehen. Jetzt brauchen wir noch, müssen wir schauen, ob wir noch 2 Ritualblut der Stufe 4 kriegen, aber das sollten wir im Laufe der Zeit hinbekommen. Auf zur Queen, ja, ich werde es heute nicht mehr schaffen, tatsächlich, aber das ist das Ziel, die Königin, weil, guckst du, für die wo jetzt gerade dazugekommen haben durch einen Raid, dankenswerterweise, mir geht genau eine Trophäe ab. Seit Jahren. Und das ist halt Lady Yana. Ne? Ich habe alle anderen Trophäen geholt. Nicht, weil ich gehandelt habe. Ich habe einfach Bloodborne gnadenlos gesuchtet, wie es rausgekommen ist. Aber ich habe die Kelch-Dungeons damals nie so akribisch gemacht. Deswegen, ja, Brudi, habe ich mir gedacht, machen wir es halt on-stream. Dasselbe übrigens, selbes in Grün, werden wir heuer auch noch machen, kann ich gar gleich sagen. Selbes in Grün in Sekiro. Sekiro geht mir die Trophäe ab, da wo du den Ish in seinen Skillbaum fertig machen musst. Beziehungsweise alle Skillbäume fertig machen musst. Ansonsten habe ich auch schon alle Trophäen. Auch einfach nicht, weil ich gehandelt habe, sondern weil ich Sekiro gnadenlos gesuchtet habe. Werden wir auch heuer noch machen. Tatsächlich. Ne? Achso, gut, nicht, dass man Zeit überseht. Entschuldigung, Chef, ich habe erst noch Bosse zerpümmeln müssen. Also, nein, keine Sorge. Keine Sorge. Heute ist Freischicht, tatsächlich. Gut. Aufstieg habe ich schon gemacht. Ah, genau, jetzt schaue ich gleich noch wegen die Blutedelsteine, ob ich das Sägehackbeil besser machen kann. Schauen wir mal, vielleicht habe ich ja irgendwas Besseres gefunden, wer weiß. Ah, ja, da schon, ja, haben wir schon soweit. Und da noch ein bisschen. Oh ja, da schon. Easy. Ah, 6, also ein kleines Upgrade ist es auch gewesen. Schauen wir da nach. Ludwigs heilige Klinge ist tatsächlich vom Damage-Output her die stärkste Waffe im Spiel. Aber die habe ich jetzt unglücklicherweise nur auf plus 6. Aber ich denke... Oha. Oha! Nehmen wir das, weil das senkt Ausdauerkosten. Die macht jetzt insgesamt
380 und die macht 420. Okay, das Sägeabbeil ist leicht stärker noch. Okay. Gut. Ist ja echt fescher Boss. Lady Jana meinst? Habe ich noch nie. Ja gut, habe ich offensichtlich noch nie bekämpft. Ne? Aber, also ich weiß, das ist die weiße Frau, die wo im Laufe des Spiels 2 oder 3 Mal zum Sehen ist. 38. Lass mich nochmal schnell schauen. Alles, das ist asozial, Entschuldigung. Aber da hat man nur 2. Oh nein, auf Bluthungrige Bestie habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. Ebene 3 müsst ihr Ausschau nach dem Bastard von Loran halten. Dieses Material wird das für den. Okay, wir müssen sowieso 2 Bosse machen. Wir müssen, also quasi, wir müssen in dem Verlies in die 3. Ebene kommen, aber den Boss in der 3. Ebene braucht man nicht machen. Das ist ja immerhin etwas. Aber Freunde der Sonne, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Das machen wir nächstes Mal. Ich versuche mal irgendwie am Sonntag noch einen spontanen, längeren Bloodborne-Stream einzurichten, da wo wir das dann fertig machen tatsächlich. Ich glaub am Sonntag, also Samstag ist ja der nächste Stream um 9:30 in der Früh, da spielen wir mit der Nuzlocke weiter. Um 9:30 von Luminescent Platinum und am Sonntag, wenn Frau Bazi wirklich in München unterwegs ist, dann werden wir da einen spontanen, längeren Spontan-Stream machen, wo wir Bloodborne tatsächlich dann finishen. Also, ich hoffe. Ne, damit wir dann kommende Woche mit der Yassi in das neue Projekt starten können, sozusagen. Ne? Weil spielen wir ja dann Monster Hunter gemeinsam. Machen wir da mal zu, damit nichts passiert. Und dann. Sortieren wir mal meine Fenster an. So. Was ist da? Ich schleiche mich jetzt aber, mir das Fuck, Scheißtag heute, viel Spaß euch noch und Lurk ist eher so, Wifi, danke dir, vielen lieben Dank und ein gutes Nächtle wünsche dir. Ich schau mir deine Nachricht gleich noch an, wenn ich fertig bin, weil ich vermute mal, dass ich noch schnell zum Tanken fahren werde und dann, ja, kriegen wir das auf alle Fälle irgendwie hin. Genau. Freunde der Sonne, hat's eng getaugt? Ich hoffe doch. Ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude gehabt heute an Bloodborne. Wir haben, wie gesagt, wir müssen ein bisschen umdisponieren bezüglich des Endboss, weil den kann ich nicht machen, wenn ich vorzeitig ins DLC möchte und wir werden das dann entsprechend so machen. Wir haben jetzt die Platin-Trophäe, dann machen wir in Bloodborne einen Cut, weil im August Blackmyth kommt. Und Bloodborne spielen wir dann irgendwann im Herbst, September, Oktober, ich weiß es nicht, spielen wir in Bloodborne weiter, machen wir das DLC, hauen wir dann einen Endboss zusammen, dann ist Bloodborne durch, im Endeffekt. Und dann können wir theoretisch in Sekiro übergehen. Dasselbe Prozedere nochmal, aber halt in Sekiro. Nur, dass halt Sekiro, aus welchem Grund auch immer, kein DLC bekommen hat. Ich habe Freude mit Bloodborne gehabt, ich habe die Ehre. Na gut, so, jetzt, Freunde, jetzt schaue ich aber mal schnell, wer noch live ist, zu wem ich euch jetzt schicken kann. Ansonsten machen wir mal Raid-Vorschläge, Freunde der Sonne. Bei mir haben leider gerade nur drei sehr extrem große Streamer live und wir wollen ja kleinere Streamer, wie ich es einer bin, wollen wir ja supporten, ne? Das wollen wir ja supporten. Also dürft ihr gerne Raid-Vorschläge machen, vielleicht jemanden, wo wir noch nicht kennen. Haben wir ja in letzter Zeit 2, 3 neue zauberhafte Streamer und Streamerinnen kennengelernt. Ich glaube, ist nie verkehrt. Ne? Ansonsten gleich mit der Hinweis, Freunde der Sonne, gerade für alle Neuen, schaut gerne mal auf meinem Discord-Server vorbei, wenn es euch interessiert. Da kriegt ihr ja alle Infos, was mich um meinen Livestream angeht. Also wann ich live gehe, mit was für Spiel, was für Uhrzeit etc. pp. Ein weiterer sinnloser Discord-Server, den man stummen kann, war noch nie verkehrt. Ne? Je mehr Discord-Server man hat, umso besser ist, haben wir mal sagen lassen. Ja, ansonsten, was ich schon gesagt habe, am Samstag geht's weiter, 9:10 in der Früh mit Pokémon Luminescent Platinum Hardcore Nuzlocke. Da haben wir jetzt letzte Woche wieder angefangen. Eine bunte Welt in Sinnoh. Da tun wir am Samstag weiter und dann am Sonntag spontan machen wir Bloodborne fertig. Eventuell. Game Live mit City Skylines 2 und dann Play My Hardcore Live mit Reactions. Hobby mit Reactions machen wir. Ah, okay.
Ich kann den theoretisch zum Jack FromSoft nur schicken. Das ist ein unfassbar guter Souls-Spieler aus Österreich. Der spielt momentan das DLC von Elden Ring. Alle 42 Bosse No-Hit. Und glaube, soweit es möglich ist, Parry Only. Der hat zwar 358 Viewer, aber ist ein Österreicher. Habe ich selber vor kurzem erst durch Jassi kennengelernt, tatsächlich. Ich glaube, da machen wir heute tatsächlich mal eine Ausnahme. Normalerweise tue ich das nicht, aber ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir so einen größeren Streamer reden, okay? Deswegen bitte Leute, kopiert euch den Raid-Command. Wir müssen jetzt da ein bisschen zusammenhalten und ein wenig eskalieren. Geht das? Können wir mir bitte ganz zauberhafterweise den Raid-Command kopieren und dann beim Jack FromSoft eindreschen, damit er das vielleicht spitz kriegt, dass eine kleine Bazi-Gang am Einfallen ist. Das war wirklich sehr zauberhaft. Dass wir da mal ein bisschen einen Alarm machen. Verstehst du, wie ich meine? So ein bisschen Alarm machen, damit er weiß, was geschlagen hat. Weil ich glaube, der kennt es nicht, was eine Bazi-Gang ist. Ja? Wenn wir mal so dezent ein paar Viewer von hinten umgrätschen mit zwei gestreckten Füßen, also flauschigerweise, dann meine ich, ist das nicht verkehrt, wenn wir das einmal tun. Okay? Aber nur kleine, ja, wir haben im Vergleich zu ihm, also wir haben ungefähr ein Zehntel von seiner Viewerschaft, aktuell. Also wenn ich es richtig sage, müssen wir jetzt um die 25 Leute im Chat sein, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich schaue mal schnell ausnahmsweise, 28. Also wenn von den 28 jetzt, sag ich mal, 15 Leute das kopieren könnten und einfügen könnten, das war jetzt eine zauberhafte Geschichte, weil das überlässt er normalerweise so schnell nicht. Okay? Ich kenne den nicht, der ist wirklich brutal sympathisch. Und wenn, ohne Scheiß, diejenigen, die glauben, dass ich gut in Souls-Likes bin, ich bin im Vergleich zu ihm ein absoluter Waisenknabe, okay? Der kann Stuff, das ist unfassbar. Also der spielt Elden Ring wirklich, oder generell die Souls-Spiele auf einem ganz anderen Level. Also in diesem Sinne, sage ich, merci fürs Zuschauen, schön, dass du da wart. Bloodborne machen wir wahrscheinlich die Woche noch fertig und dann werden wir schon sehen, okay? Ich wünsche euch alle einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Wir hören uns spätestens Samstag wieder. Und für die Leute, die noch wach sind, einen schönen Abend und die, die jetzt dann ins Bett gehen, eine angenehme Nachtruhe. Wir hören und sehen uns dann am Wochenende wieder, okay? Nochmal danke an den Raid von der Sylexia. Schön, dass du da warst und dass du deine Leute zu mir geschickt hast. Ich hoffe, ich habe ihn unterhalten können. Gefallen wird auf alle Fälle in naher Zukunft wieder. Das ist sowieso klar. Ansonsten, merci für den Support. Haut euch eine. Bis zum nächsten Mal und beim Check eskalieren, okay? Abfahrt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.